Weiß ich nicht. Ich hab auf Stream starten gedrückt. Muss gehen. Brudi, muss gehen. Sind wir 30 Sekunden drin? Gibt's ja nicht. Was ist denn jetzt wieder? Mikrofontest, hallo? 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 Ach, was ist denn jetzt wieder? Sag. Hm? Hä? Hängt's jetzt 10 Minuten hinten an, oder was? Jetzt geht was, oder was? Okay, weißt was? Leg mir am Arsch. Wird schon funktionieren, keine Ahnung. Wo ist denn die Scheißtröte? Grüezi, fixer, ist das Lästigkeitslevel schon wieder auf 5 Millionen. Nix funktioniert. Scheiß hingeschissener Hurenscheißdreck. Habe! Ich bin's, Birger, Montag, Dave der Diver. Grüezi, fix nochmal, da erinnert's 5 Millionen Grad. Ich hasse es! Dragon Sepp! Ja, irgendwann in, weiß ich nicht, wie viele Folgen haben wir jetzt, 40 oder so, muss auch der Flocki mir eine gute Empfehlung haben. Aber du hörst das, Flocki auch nicht, schau mir mehr Filme an, das ist ein Wahnsinn mit dir, du kennst da hinten zuerst nichts, kennst du? Grüezi fix. Ich krieg einen Vogel. So, der Chat hängt sowieso, scheiß auf den Chat, Alter. Hau die Ehre an den Fox, McCloud, an den Max, an den Robert, an den Herrn Marder, an den Fahrer, an den Leier, an den Weinstüber, an den Stürmler, an den Capricorn, an den Ginti, an den Mike, an den Maki, an den Landes, an den Fahrer, an die Steffi, an den Forest Squad, an den Herrn Marder, an die Kühe fressen alles, an den Hirti, an den Drancry, an den Sprengi, an den KNS Design, an den Fabi, an den Nitro King, den Stefan, den Schnallnix, den Herrn Lebt. Wie lange hängen wir zurück, oder? Warum schauen die eigentlich aus, hätte ich eine Farbe im Gesicht? Weil am Freitag wieder alles mit der scheiß Kamera umgestellt habe. So schaut's wahrscheinlich aus. Grüezi fix. Timmy Boy, merci dir. Servus und grüß zu dir daheim. Das sagt der ich. Müssen wir da vielleicht noch was einstellen? Ich schau aus, weil ich krank. Weiß nicht, was das wieder soll. Weiß nicht. Farbkorrektur. Kontrast. Farbton. Warum ist da Farbtonverschiebung drin, Alter? Was ist denn das wieder? Weiß kein Mensch. Weil ihr seid drauf geschissen, dann schau ich aus wie da, oder? Das ist doch mir wurscht. Der mir wurscht. Da, mit Pigletten jetzt schon wieder am Hirn. Warte, ich schau da hinten auch noch mal schnell rein. Ah, der Big Zeit drin, tu dich mal nicht an, wie geschissenes Arschwurst, das ist ein Wahnsinn. Puh. So, jetzt passen wir auf. Gleich haut's um einen Birger. Ja, wir müssen wieder, ich sag schon, ich muss öfter mal wieder Chatnachrichten sauberer lesen. Lebenshepp, die hätte ich fast übersehen. Habe ich der Birger als fucking schöner Stream, ein Arschwasser, rundiger Schlossbrühe. Das hast du aber denen schon noch nicht in der Futzen gehabt. Das glaube ich, lese ich zum ersten Mal ein. So schaut's aus. Oh, leckt mir am Arsch, Alter. Es gibt, also ich beschwere mich schon oft, aber nicht über das, es gibt so einen Zeitraum, da gefällt mir einfach nicht, was wir tun. Und es ist immer so in den letzten 2-3 Wochen vor der Sommerpause. Immer so Anfang, Mitte Juli, wenn der Hausummer anfängt und es hat halt einfach verschissene 35 Grad im Schatten. Und in dieser Kackbude und dann, weil uns sonst nichts Besseres einfällt, freilich schalten wir noch 2 Studiostrahler ein, weil die kühlen ja bekanntlich ab, wenn man 3 laufen lässt. Ab 4 werden es dann wieder warm. Ah, das ist ganz normale Physik. Hallo? Weiß ich nicht, was du wieder für einen Scheiß laberst. Der Donner! Nimm's geht einfach! 1, 2, 3. Merci dir. Schluss jetzt damit. Oder ist am Freitag schon wieder leicht aus dem Ruder gelaufen, obwohl ich mir bloß hergesessen habe und hab Liegestandel zusammengestepselt. Fix Mario, Alter. Wir müssen uns für den Chat irgendwas einfallen lassen. Das ist ein totaler Witz, Alter. Da scheint der Leute wieder geschrieben, Wasserleiche. Und dann hat das geschrieben vor 6 Minuten, Alter. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da los ist. Also am Fernsehen ist der Chat groß genug, aber am Handy immer nur Augenkrebs des Todes. Das muss ich jetzt selber schnell überprüfen. Das werde ich jetzt selber schnell überprüfen. Das sag ich dir, wie es ist. Pass auf, ich bin auch ein Blinder. Ich sag das, was es ist, ich bin auch ein Blinder. So, warum geht jetzt da nix? Auf der Bier wegen schon wieder. Achso, ich darf meinen eigenen Stream am Handy also nicht anschauen. Falls jetzt irgendjemand fragt, der sagt die ganze Zeit, er hat kein Handy, ich hab auch kein Handy, da ist keine Nummer um, das hat bloß Internet, das war's. Für mich, wie viele scheiß Instagram-Stories zum Posten brauche ich das nicht. Ja, was ist jetzt da? Bin auch in live in 2 Stunden und haben sie dir ins Hirn gepfeffert, oder was ist mit dir? Grummi, Fuzzi, Wahnsinn, Alter. Wahnsinn, da geht überhaupt nichts. Warte, ich schau noch. So, mein Kanal. Achtung, mehr Fischis. Da bin ich. Achtung. Und dann muss ich schon Vollbild machen, das ist auch klar. Was geht da? Mein Gott, diese Handy-Scheiße ist ja sehr eine geistige Behinderung. Mach dann den scheiß Chat rein. Ach, geh weiter. Jetzt darfst du aber aufhören. Das kannst sogar ich lesen. Jetzt darfst du aber aufhören. Das kannst sogar ich lesen. Da. Streamception. Das macht sogar ein Green. Das ist die absolute Screenception, Alter. Das kann sogar ich lesen. Das ist gestorben, Gestochen Schafkinder ist das. Das sagt ich. Und recht viel Verzögerung und auch nicht. Da
dann weiß ich nicht, was da passiert ist. Aber ich habe eine gute Nachricht, der 1440p Stream funktioniert, das ist schon mal gut für uns. Und jetzt macht den Scheiße, das braucht bloß Internet. Weg. Einfach, mach zu. So, Handy wieder hochgesteckt, irgendwo ins Eckchen geworfen, passt schon. Prinzensalz, wer ist wieder ein Resub? Info und alles Subnautica momentan auf Steam im Angebot. Gibt es nicht sogar irgendwo? Gibt es nicht sogar umsonst irgendwo? Weiß ich nicht. Was kostet das noch? 3,50 €? Muss man das noch ins Angebot setzen? Ich weiß nicht. Free Frankie, im ersten wieder ein Resub. Habe ich die Ehre nicht aufregen, wird nur noch wärmer. Ja, weiß ich schon. Aber normalerweise sitze ich dann auch nicht da bei 25 Studiostrahlen. Frau Schrö, im ersten wieder ein Resub. Das habe ich übersehen. Hast du im ersten wieder ein Zirkel 97. Kaber Dritteli. Her von und zu, Birgerson, ab zum Tauchen. Wir arbeiten dran. Ja, auf Nokia 3110 geht's heute nicht besser. Das stimmt. Stimmt. Wo leck bist du halt scharf? Ja? Dann bleib dann mich selber hochrein. Aber ich bin ein wenig, die Farbgebung ist nicht ganz richtig, ich schaue es weit da. Ja. 15.453 Grad in der Unterhosen. Ja. Und im Poloch auch. Steffi schreibt, Pro-Tipp, wenn man das Handy quer hält, ist der geschissene Button weg der Chat-Teile verdeckt. Hä? Welcher Button? Ich kenne mich nicht aus, ich schaue so selten am Handy irgendwas. Sag ich dir, was ist? Andal! Was, Donation Sound wo? Der müsste eigentlich schon, der ist tatsächlich nicht da, gell? Der funktioniert tatsächlich schon wieder nicht. Das ist, ich werde es nie verstehen. Ich werde es einfach nie, oh, ich glaube, ich werde es schon verstehen. Ich glaube, ich weiß, was los ist. Pass auf. Desktop Audio, da müssen wir da umstellen. Achtung. Warte, ich werde es nochmal testen. Mein Stefan! 4 Bier! Für 4 €! Weiß ich nicht, wo du ein Bier für 1 € herkriegst, Alter. Da mag ich allerdings auch. Einmal mehr ist wieder ein 5er. Bussi aufs Nussi. Jetzt tun wir das einmal retriggern und schauen, ob es geht. Achtung! Ah! Ja, gut, ich habe am Freitag alles umgestellt. Alles vergessen. Ich drehe den Bildschirm jetzt auf Hochformat. Das ist eine gute Idee. Ja, um das immersive Feeling des Mobile Sounds genießen zu können. Ja, bist du der Birger und nicht der René. Richtig. Ja, der René, der weiß einfach sofort, was geschlagen hat. Der klang gar nicht hin, das geht von selber dann. Ja, weiß ich, was es ist. Hashtag ProStreamer. Ab in den Chat. Herr Bornelgrammer, Dankeschön. Ja, es hat die Arbeit hier. Marie-Sophie schreibt, du hast die Aufgabe, meinen Tag jetzt wieder besser zu machen, nachdem mein Lieblingscharakter in meiner Serie gestorben ist. Um Gottes Willen, was war denn für Serie? Interessiert mich. Los. Wenn es ein Huhn war, dann nicht. Der Dampfler, fuck, es ist schon wieder 8, wieso wecken keiner auf, du? Hans Wursten, du hast mir vorher zurückgeschrieben. Vor nicht einer halben Stunde. Das ist eine Lüge. Herr Lindner, habe die Birger, auf zum Dauer, es ist arschheiß. Ja, ohne Scheiß, Mann. Aber stell dir vor, du müsstest jetzt in einem Neoprenanzug drin sitzen. Das ist nur was, das haben wir im Stream noch nicht da. Sitzt bei uns her im Neoprenanzug. Ah, Immersion Level 9 Milliarden. Du kannst dann verrecken. Dann hab ich, was sagt er? Dampflerscheid, dann hab ich aufgesessen und mich hingelegt. Ja, gut. Das ist schlecht. Kennst du The Rookie auf Netflix? Nein, hab ich nicht gesehen. Hab ich nicht gesehen. Ich weiß ja gar nicht, was das überhaupt ist. Der Sprengi! Unnützes Wissen. Mehr ist Sprengi. Entgegen einer landläufig weit verbreiteten Redewendung können Schweine gar nicht schwitzen. Bis auf einige Schweißdrüsen, die... Halt jetzt einmal! Sesselsepp! Ruhe! Schluss! Ich muss jetzt das vorlesen. Bis auf einige Schweißdrüsen, die an den Rüsselscheiben sitzen, haben Schweine gar keine Drüsen, die der Regulation des Wärmehaushalts dienen. Ja, was ist dann? Haben die einen Rasensprenger im Saustall? Oder was tun wir mit denen dann? Natürlich haben wir Bauern da. Ich weiß ja ganz genau, wie es ist. Haben wir fucking Bauern da, die mir sagen, wie man fucking abgeht. Da wird jetzt nicht gegangen, dass mir eine einfache Schüssel voll Wasser hinstellt, oder? Da muss man was tun. Sesselsepp, merci wieder 5. Das ist lang für Bier. Sesselsepp, grüß Bier. Ja gut, da krieg ich sogar 1,5. Wenn ich zum Essen gehe. Merci dir. Free Frankie, Biergauder gesunde Gaming-Bräune. Ja. 5 vor Hautkrebs. 5 vor negativem Hautkrebs. 5 vor Neonröhren-Hautkrebs. Demi Boy, merci wieder ein eurer. Best Stream ever, geiler Schwachkopf. Wir haben ja schon sauber zu oft nimmer gesagt. Macht das einen Sinn? Irgendwie schon. Sauber zu oft nimmer gesagt. Schwachkopf. So. Oder gar nicht abkühlen, Sparfacke. Ja, aber du musst es jetzt erst hermessen. Das soll ja nicht leiden. Drum flackern sie im Schlamm. Ist das Kühlprozedere eines Schweines? Sie im Dreck wetzen. Christi, halt fast einen Finger abpflegst, benötige hochklassige Unterhaltung.
Dann kriegst du nur fast hochklassige Unterhaltung, wenn du nur fast den Finger wegfleckst. Durch Ventilatoren und die Sau liegen früher auf dem Beton, der ist kühl. Okay. Der Bio-Bene, das hört sich schon fast so, als wäre es tatsächlich ein fucking Biobauer. Schwachschwaber ist besser, nice nicht. Schwachkopf! Bei Kühe ein Riesenventilator. Glaube ich nicht. Kühlung gegen Fliegen und so weiter. Liegt's an meinem Internet oder hängt YouTube gescheit nach? Was heißt denn gescheit nach? Also, achte, mal vielleicht für alle, die sonst noch nicht dabei waren, dieser Chat hier hängt dermaßen. AF an Komoten Stream, du host nu an Witz. I hops ma ZA da Mission gmocht de Ohrmut zu bekämpfen. Peter, 36 fangt de ganze Zeit Schlägereien mit Obdachlosen an. Ja, das ist doch keine Problemlösung. Peter, das ist doch keine... Austrian! Schluss! Ich glaube, letzte Woche habe ich die letzte Woche gesehen. Ich war, die Zeit vergeht so ganz schnell, dass ich überhaupt nichts mehr kapiere. Ich weiß nicht. Schluss, Austrian! Merci wie immer! Maxi, merci für den Reset! Mein Arschwasser ist zu schlimm, ich schwimme dann mal weg. Okay, tschüss, okay, bye. Ja, bei Kühe hast du wirklich bloß einen Ventilator. Ja, oder musst du mal einer mit der Wasserspritzen durchgehen und sagen, hey, liebste Mulikuh, da kalt. Foxy! Die nackte Kanone in den Sinn. Das weiß ich nicht, wie du auf die kommst. Foxy, merci für den Fünfer. Es ist schon 12 Uhr, bis auf einmal mir nicht das Speiner, warum sagen keiner was? Herr Klausig, merci für den Zwickel, weil du eine geile Sau bist. Ja, aber schwitzt nur wie eine Sau. Und es verzeiht sondern mir ist einfach heiß wie Sau. So, jetzt. Weil es nicht gescheit angehört werden. Ich sag schon, von euch Bauern geht da keiner durch den Stall durch und lasst einmal da ein wenig Wasser drauf. Jetzt geht jeder Saubauer, geht jetzt raus in seinen scheiß Saustall und spritzt einmal seine Kier und fuck ihn an. Los! Und ich starte lieber mal das Spiel, bevor wieder irgendein Scheißtrick kommt. So, einer nach dem anderen. Herr Klausig, merci für den Zwickel. Maxi! Welcome to the Squad. Neues Mitgliedschaft. Neues Mitgliedschaft. Ja, hallo. Harvey! So, Privatröte, welcome to the Squad. Habe der Maxi ab ins... Was, ich muss jetzt Inhalt runterladen? Haben sie ins Hirn geschissen? Gut, da müssen wir nur ein bisschen schmerzen, wird nicht helfen. Dave the Dive hat offensichtlich ein Update gekriegt seit letzter Woche. Das ist offensichtlich 860 Gigabyte hat, ich verstehe es nicht. Da, da mal den Controller her, damit nichts passiert, dann installieren wir das Update, dabei lesen wir noch ein wenig einen Scheißdreck. Der Camouflage! Merci für den Zwickel. Servus aus der Zentrale des Wahnsinns. Wo sitzt du? Im Arbeitsamt. Im Bundestag. So, wo? Camouflage, wo? Weiß nicht. Der Springer-Luke schreibt. Servus, Birger! Mir geht's mit dem neuen Indie gerade andersrum wie dir. Der Anfang war mit CGI verseucht, dann war's okay. Sicherlich nicht der beste Teil der Reihe, aber verkackt haben sie es auch nicht. Also ich find's genau andersrum. Also der ganze Film an sich ist ein dermaßen ein Haufen Scheiße, dass es unerträglich ist. Sein Nichte ist der nervigste Charakter, den ich jemals gesehen habe. So ein dämlicher Scheißdreck, ganz ehrlich. Und ich finde den Anfang finde ich ganz nett. Da, vielleicht sehe ich das CGI nicht so ganz krass schlimm, weil ich ein blinder Volldepp bin. Kann natürlich auch sein. Vielleicht gibt's neue Fische in dem Update. So, jetzt ist er mal fertig mit dem Update. Hat er's jetzt beieinander, ja? Ja, hergottselig. So, Leute, Schluss jetzt. Von hinten, du bist der Letzte. Beim Birger gibt's keine Unterhaltung, nur Pro-Gaming. Da, der hat's verstanden. Er ist der Einzige, der es verstanden hat. Von hinten, merci dir. So, Alerts aus, wir schalten mal um, los geht's. So, da sind wir nun. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, wenn ich das falsche Spiel aktiviere, da ist wieder überhaupt nichts vorbereitet, Birger. Das ist wieder... Was? Ja, wie? Ja, wie? Okay. Herzlich willkommen zum 4K-Stream in 720p. Geht doch. Kruzifix. So, eine Vorbereitung haben wir nicht erwartet. Ja, siehst du das? Ja, hallo, wir haben quasi schon eine Sommerpause, ist mir scheißegal. Jetzt seid's froh, warte. Jetzt warte mal. So, wer lang mault, schaut sich den geschissenen Stream gefälligst so. Okay? Hast einen Trick. Wir drücken mal. Wo ist Controller? Wo?
Ja, geht schon. So, fortfahren. Das ist so lange umeinander durch, oder was? Habt ihr einen Trick? So, wo haben wir Stiebel? Wo haben wir Stiebel? Wir haben 88 Gold. Wir haben am Nachmittag. Ich weiß nicht so ganz, wo wir mir letztes Mal Stiebel sind. Können wir noch mit tauchen? Ich glaube schon. Was ist da? Timmy Boy! Was diese, du Schwachkopf? Was diese? Da! Gameplay! Ich weiß, ich bin wenigstens so gnädig und tu es euch da her. So. Fürs Retro-Feeling. Hilft nicht. Zoom halt dann. Okay? Scheiß auf die Handy-Zuschauer, schau gefälligst am Fernsehen zu. Tschüss dann. So, ich würde sagen, wir tauchen jetzt einfach mal. Können wir noch mit tauchen? Ich weiß doch selber nicht mehr. Können wir doch so. Ah ja, funktioniert schon. Ja, natürlich, lass ich diese da so, du Klappspaten! Grütze, fix nochmal jetzt. Geh mir nicht lange auf den Sack, das ist ein Wahnsinn mit dir. So, da sind wir. Eine taucht ins Viech. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wie es funktioniert. So, warte mal. Okay, da kann man durchwechseln, da kann man das durchwechseln. Wie tut man gleich wieder? Da tut man das. Wie tut man gleich wieder zielen? Auf A, glaube ich. Und dann tut man RT, glaube ich. Right Trigger. Ja, gut, los geht's. Da kann man schneller schwimmen, das weiß ich auch noch. Ja, also jetzt mal so. Wer letztes Mal nicht dabei war. Dave the Diver hat ein bisschen Subnautica-Flair. Wir tauchen mal umeinander und zerpimmelt man Fischis und sammelt man dabei Sachen ein und aus denen craften wir uns neue Sachen. Und aus den Fischis machen wir Sushi, mit denen verdienen wir Geld. Das ist dann also ein bisschen Mini-Gameplay, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ich jetzt einfach mal dazu sagen. Also pass auf, jetzt holen wir uns einmal den Fisch da. Der Fisch ist zu mächtig für unser... Du Wichser! Das weiß ich noch, da kann man so eine Saugkapsel holen. Den geschissenen Hammer, den kannst du in den Arsch schirmen. Seil nehmen wir mit, das brauchen wir zum... Ja, da kann man nicht hin, Dingsen, ich weiß schon. So, her damit. Wieso kann man den nicht nehmen? Wir müssen unbedingt unsere Harpune... Ah! Unbedingt unsere Harpune upgraden, damit die scheiß Fisch sterben. So, da hinten ist ein O2-Container. Da ist ein guter Tarif drin. PC Master Race Express, so fühlen sich also Handyspieler den ganzen Tag, ja. ich wollte mal nachschauen, was da so los ist. So, wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir mir einen Hai holen. Schockharpunenlanze Level 2, die können wir brauchen. Die macht mehr Damage. Die können wir, glaube ich, abstehen. Ein besseres... Oh, was ist denn mit ihm? Er ist ein Besen. Er ist ein Besen. Ich hab keine Ahnung, was ich da tun muss, aber ich glaube, hin und her drücken. Ja, das haben wir die Control... Oh, da haben wir Squids. Gee. Ah! Was denn die? Okay, die haben wir noch gar nicht gehabt. Den da, der war fett, das weiß ich noch. So, ihr seht natürlich wieder mal nichts von... Warte mal. Kann ich mich da so umschirmen, dass ihr was seht? Warte mal. Hoppala. Falsch. Ja, super. Ja, geht nicht! Was soll ich machen? Ich schieb mich nur weiter aus und dann seht ihr überhaupt nichts mehr. Legt's mir am Arsch. Mir wurscht. Kann man den Shrimp? Nein, den Shrimp kann man nicht nehmen können, gell? Weiß ich schon. Wir tauchen jetzt einmal so tief, wie es geht. So tief, wie es irgendwie geht. Wow, lecker Samurai-Schwert! Scharfes japanisches Schwert! Ja, easy, Alter. Du mit die Fische. Oh, lecker Barracuda. Wenn man Barracuda töten will, hat man dann gleich wieder schießen können. Ah. Wenn der jetzt kommt... Oh, der ist wütend. Haha! Habt ihr schon. Großer Barracuda, Rang 3. Ah, halt, stopp. Ich erinnert mich, man kann ja... Die Fische, die wir einsammeln, haben verschiedene Qualitätsstufen, je nachdem, wie man es zur Strecke bringt. Also wenn wir die natürlich mit der Schrotflinte zusammenschießen, dann kommt da nichts Gutes raus. Da kommt nichts Gutes raus. Was haben wir da? Ein Fragment, für was wir immer... Oh! Den haben wir auch noch nicht gehabt. Warte mal, umschalten. So. Ach du Scheiße. Ah ja, ich seh schon. Okay. Ist jetzt tot? Nein, ist er nicht. Ich triff ihn aber auch nicht. Mit alle Kugeln. Au. Oh, wir sind tief. Wir sind sehr tief. Oh, wir haben ein Problem. We're gonna die. Oh, we're gonna die. Ist man tot?
Wo waren die O2-Kapsel? Ich brauche einen neuen Vertrag! Schnell! Wo ist er? Schnell! Nicht ein Stich! Nein, nicht ein Stich! Gib! Ja! This was a close one. Okay, nochmal oben. Den kriegen wir schon. Wie schon? Phase 1. Meister. Gegenteil von die Twitch-ABG, das Game auf 3%. Merci dir. Sam Crow Mike. Merci für 50 verfickte Monate. Und was mit dem Auto, Andi, schon wieder falsch läuft? Ja, ich sag einfach sorry. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Hoffentlich hast du Kopfhörer auf und jetzt Schleudertrauma. Aber nicht vom Chatterbait schauen. Also okay. Okay. Bitte. Warum sind sie nicht mehr Frage 1. Warum sind sie nicht mehr Österreicher? Warum sind sie mehr Österreicher? Ich weiß schon, es heißt Österreich und nicht Österarm. Okay? Out Andy, da ich das erste Mal im Zusammenhang mit so einem unsauber, maßlos übertriebenen Betrag her, muss ich es sagen. Es ist einfach zu viel. Unfassbar zu viel. Ich sitze da, spähe Pixelspray, schwimme in meinem eigenen Sauce an meinem Sessel hin und her, blär irgendeine Scheiße in die Kamera. Das ist zu viel. Okay? Warum ich zum Beispiel beim anderen vorher nichts gesagt habe, beim Austrian HD, weil der sowieso nicht aufhört. Dieses Spielchen spielen wir schon seit 2 Jahren, 3 Jahren, ich weiß es nicht. 3. Ich glaube 3. Keine Ahnung. Out, Andy. Fühlen Sie sich angetrötet? Dennoch natürlich von ganzem Herzen Dankeschön. Aber reißt euch zusammen, weil das einfach nur, was ihr seht. Merci dir. Von hinten und welcome to the squad. Ab in den Chat, merci für die Mitgliedschaft, habe ich dir. Verschluss jetzt! Ich weiß nicht, was wir da sollen. Ich kann mich nur erinnern, dass ich irgendwie versucht habe, da ein Schema auszufinden, was die besten Fischis sind und was die schlechtesten Fischis sind und so weiter. Das ist aber gar nicht so. Ich hab's noch nicht so erkannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Müssen wir tief verdauern. Und dann müssen wir da einmal reinballern. Und die 4 Stunden, die halten schon so viel aus, dass nichts mehr geht. Schocklanze. Den haben wir auch noch nicht gehabt. Der hat so komische Schwanzflossen da hinten. Den haben wir noch nicht gehabt. Ja! Ah, das sind aber die... Hör jetzt mit der... Oh, haben wir schon wieder... Oh, vor allem, wir haben auch alle so schnell voll. Was ist denn das da allweil? Da ein Sepia, der wiegt 4 Kilo, das Mistviech. Der große Barracuda wiegt 7. Und der 3,5. Ja, dann werden wir wohl auftauchen müssen, wohl oder übel. Ah, oder nehmen wir nur einen Barracuda mit. Nein, wir haben keine Munition mehr. Ich glaube, dass dieses Prozedere von Taucher Sushi Bar, dass das einfach schneller gehen muss. Hab ich so das Gefühl. Also du backelst schnell ein, am besten dieselbe Art von Fisch irgendwie, damit du es sauber leveln kannst. Das ist eigentlich auch eine lustige Mechanik, dass uns der Tintenfisch einfach anscheißt. Was ist mit? Jetzt kommt der Feierfisch daher, wie weiß man, jetzt abpasst, der Trottel. Abflug. Oh, da haben wir Waffenteile vielleicht noch. Schauen wir mal, was drin ist. Den wollte ich eigentlich gar nicht haben. Waffenteile kommen einfach. Was ist denn das? Verbesserungsbausatz Waffen. Ja, muss ich mitnehmen, das hilft uns nichts. Wo ist denn so ein Auftauchding? Da vorne ist ein Auftauchding. Das nehmen wir. Das hört sich gut an. Oh, ein paar Teile mitnehmen auf dem Weg dahin. Ein Seestern. So. Da schauen wir jetzt auch noch rein, wenn wir schon mal da sind. Luft haben wir noch genug. Luft ist bei 87, 86. Also braucht euch keine Sorge mehr. Was haben wir denn da? Ah ja, das Ding. So ein Ding einmal bauen, dass wir das immer haben, war mal nicht schlecht. Das typische Subnautica-Ding. Das ist ja beim nächsten Mal. Jetzt warte mal. Ah! Hau ab, du Wichser! Ach komm. Schüsse dir ins Gesicht. So, jetzt verpissen wir uns da. Abflug, wir haben 26,8 Kilo von 19 eingepackt.
Servus, was hab ich verpasst? Herr Obertauner, ich kann's immer noch nicht fassen, dass da der fucking Outdown mit dem fucking Hund da steht! But why? Ich hab nichts gemacht, ich hab Fisch halt gefangen. Herzlichen Glückwunsch. Wo kannst du wieder daheim denken? Ja, ich hab einen Hund dahin geschissen. Was das ist? Die verdammten Leiderweih. Herr Obertauner, Sie haben nichts versandt. Feinstes Pro-Gaming haben sie versandt. Oh, was haben wir nicht? Oh. Sieh mal an, jemand hat sich die Stellenanzeige von Banjo Sushi beworben. Schauen wir mal hinein. Ah ja, wir können ja jetzt die Arbeit da anstellen. Das heißt, wir müssen nicht mehr selber austragen. Und ich hätte so schnell mit einer Bewerbung, ja, dein Scheißgelaber, das haben wir letztes Mal schon gehabt. So. Okay, wir haben letztes Mal eine Stellenausschreibung beschrieben und jetzt können wir Personal hinzufügen. In der Sushi-Bar und in der Küche und im Essbereich. Okay. Personal hinzufügen. Okay. Das ist ein echt guter Lebenslauf. Wir sollten die Person eventuell einstellen. Jetzt lassen wir. Was blinken? Warum blinken ist so behindert? Hört auf zum Blinken jetzt halt. Der Sprengi schreibt. Komm, Arbeiter, bin hin. Ich frage für einen Freund. Also jetzt bei Obacht. Wir können Werbeflyer, TV-Werbung, Internetwerbung, ja, umso besser, umso besser. Und dann kommt der Level 1, das ist der Kyoko, der Kochen 14, Service 35, Erwerb, was auch immer das bedeuten wird, weiß ich nicht, und Charme 21. Erwerb ist vielleicht dann für desto mehr Einnahmen macht er oder irgendwie so. Ja gut. Nehmen, anheuern. Ich werde hier schnell Geld verdienen und dann eine Reise machen. Okay, Kyoko, da hast du recht. Hat Fertigkeiten, hiermit stellen wir noch Datum 10.05. Name des Ladens, Banjo Sushi. Banjo Sushi, Entschuldigung. Unterschreiben. Das werden wir jetzt gleich herausfinden, ob wir die umbenennen können. Einstellung von Kyoko abgeschlossen. Okay, alles klar. Unser erster Angestellter. Angestelltes Personal muss zugeteilt werden. Auswählen, Küche oder Essbereich. Küche zu, wenn du Gerichte schneller zubereitet willst, oder Essbereich, damit Gerichte schneller serviert werden. Essbereich. Ja, bla 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 bla. Das lese ich halt nicht mehr alles vor, weil die labern eine Scheiße, die einfachsten Sachen, das ist ein Wahnsinn. Ich glaube, das ist für das erste Reihen weiterzumachen. Ich muss aber nicht extra erwähnen. Aber wenn mehr und mehr Gäste kommen, würde es ohne zusätzlich passieren. Ja, bla, da fette Mama, Alter. Die Sushi-Bar öffnen. Vorher haben wir da über Sachen machen müssen. Jetzt pass mir auf. Jetzt gehen wir mal auf A. Das ist unser Personal. Das ist eingeteilt. Dann haben wir ein Menü. Menü hinzufügen. Dann haben wir da einen Haufen Sachen. Und wir werten immer erst alles auf. Aufwerten. Stopp. Veredeln. Jawohl. Oh. Hallo. Hallo, Shinderu. Die Zwischensequenz, die haben wir noch nicht gesehen. Veredeln wurde abgeschlossen. Stufe 2. Was auch immer das für ein Gericht ist. Ich habe keine Ahnung, was war es denn. Grauer Drückerfisch. Dann haben wir da ein Sepia-Sushi. Da haben wir echt bloß eins. So ein riesen Tintenfisch gibt bloß ein. Mit 7,5. Oder wie viel Kilo hat der gehabt? 3,5, 4. Was weiß ich denn? Dickkopf-Makrelen-Sushi. Veredeln. Gib ihm. Und gleich nochmal veredeln. Gib ihm. So. Ja. Jetzt haben wir keine mehr, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann ist offensichtlich das Schlauste, da wo wir am meisten haben auf die Speisekarten zum Setzen, damit wir mehrere Stück davon verkaufen. Ja, da haben wir 5. Und alle 5 haben wir drauf, jawohl. Haben wir noch irgendwo 5, das ist auch Stufe 3, da haben wir 5, da haben wir alle drauf. Wir haben auch einen neuen Slot auf der Speisekarte. Da haben wir jetzt 4. Ja, und dann wird's knapp, dann nehmen wir da den Stufe 3 Ding. Und irgendjemand hat mir gesagt, die restlichen Sachen, die wir mir nicht unterbringen, die gehen kaputt dann. Die wir nicht verkaufen. Nehmen wir da 3 Stufe 2, 3 Stufe 2, 2 Stufe 4. Die bringen 17, die bringen 13. Also die Stufenunterschiede, die haben wir noch ein bisschen zu gering, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann nehmen wir da Stufe 4, Stufe 13, 9, 3, dann nehmen wir das da. 10, 20. Aber da bringt einer 20. Da bringt er 4. Nehmen wir den da. Der bringt auf Stufe 1 schon 20 Geld. Der große Barracuda Sushi. Sicherlich, den haben wir nicht so Gaudi gefangen. Der hat uns fast vernichtet, der Dude. So, dann außer. Dann müssen wir in die Forschung. Da weiß ich jetzt. Was haben wir denn da? Ein salzgegrillter Rotzahn-Drückerfisch. Tokoroten. Was? Tokoroten. Ich weiß nicht, was er möchte von mir. Und gekochter Gelbrücken. Fusilier. Okay. Und gewürztes Kajimi. Ich habe absolut keine Ahnung. Bringt's das Fett? Oh ja, da bringt ein Gericht. Bringt 48, 51 und 5 Stück. Das heißt, wir nehmen jetzt einmal den Drückerfisch im Baume. Okay.
Eine Flamme des Handwerkers würde wieder... Forschung. Ja, Forschung. Oh, das ist das ist einmal eine offensichtlich die beste Nachricht ever. Kannst auch im laufenden Betrieb mehr hinzufügen. Das ist einmal eine Information, die kann ich brauchen. Forschung wurde abgeschlossen. So, den Drückerfischtypen, aber den müssen wir ja jetzt auch auf das Menü setzen. Sag ich das richtig? Ein Barracuda lässt man drin. Da, der schwarze Schnapper-Sushi, der bringt bloß 14 Gold. Tun wir den noch mit dazu tauschen. Ja, genau. Da hauen wir lieber ihm da auf. Zack, für das haben wir gemacht. Rotzahn, Drückerfisch und Salz. Okay, schwarzer Schnapper-Sushi ausgewählt. Alles verwerfen. Den Salz gegrillt, der Rotzahn drüben. Ja. Ja, das schaut doch gut aus. Schau noch. Wieso kostet eigentlich der grüne Tee immer noch 1 Gold? Ich hätte gern 2 verlangen. So, was haben wir noch? Zutaten? Was kann man da eigentlich mal? Ja, das ist so eine Art... Ach, das ist alles, was wir haben, oder was? Verkaufen. Sagt man da irgendwie einen Zustand, wann die ablaufen oder kaputt gehen oder so? Da haben wir mehr. Ja, was ist denn das da? Der Fledermausfisch. Sag ich das irgendwo? Naja, ist ja wurscht. Hilft nicht. Interieur interessiert generell keinen. Was geht da? Nur abends geöffnet, aber so spät abends bin ich zu erschöpft. Das ist ja toll. Gut, dass das noch im Bewerbungsgespräch sagt. Ja, Sushi, Bancho eröffnen! Und dann können wir sauber abbedienen. Rein bedienen ins Viech. Du verlierst, was du auf der Karte hast und nicht verkauft und nicht, was im Inventar ist. Okay. Oh Gott, das haben wir schon mit gehabt. Das müssen wir wieder ein bisschen reingehen. Ah, stopp! Ja, Perfection! Oh, nein. Wo tun wir sprinten? Da tun wir sprinten. Oh, jetzt kommen aber viele Leute, oder? Das geht aber ziemlich schnell, wenn er auf einmal... Genau! Ich hab schon lange noch... Achso, das ist also perfekt. Alles klar. Seh ich schon. Komm mit dem Schwanz. Oh, ich bring das dem ganz hinten. Ich weiß nicht, wer als erster da war. Ich bring's ihm. Und dann bring ich... Oh, jetzt wird stressig. Ich merke schon. So, und auslassen. Absolute Perfection. Schau's da an. So, wieder ein bisschen sprinten. Bisschen Sprint. Machen wir so. Oh, das bringen wir ihm ganz hinten. Der wird schon lästig. Haben wir ihm schon gebracht. Was tut denn eigentlich die Küchenbedienung? Ja doch, die ist schon auch da. Okay, bin schon steil. Ich hoffe, die ist so schlau. Okay, machen wir so. Nochmal einer. Oh, da möchte ich nicht. Das da eine. Das ist gut. Das da eine, das kann er haben. So, los. Sushi-Meister! Du musst schnell zubereiten, habe ich schon gesehen. Das liegt nicht an uns Bedienungen. Du musst mal schnell einen aufkochen da. So, den nehmen Sie. Die bringen wir ihr. Dann haben wir es schon. Ja, ich bin am Laufen, ich bin ein bisschen dicker. Ich komm schon. Stress dich nicht. So, jetzt warte mal, Menü. Jetzt pass auf. Also okay, dann habe ich das jetzt richtig verstanden. Die Sachen, die ich auf die Speisekarte setze und nicht verkaufe. Ich habe aber automatisch gemeint, so halbwegs kommt so viel Kundschaft, bis alles weg ist. Aber zum Beispiel jetzt der Titan-Drückerfisch-Sushi, 3 von 5. Wenn jetzt da nicht noch mehr jemand kommt in dem Zeitraum, wo wir da umeinander wursteln, dann gingen diese Zutaten kaputt. Ja gut, it is what it is. Es kommt jetzt da noch... Schaut schon so ein bisschen da noch aus, als dass da keiner mehr kommen, gell? Ja. Heute bereits geschlossen. Bancho Sushi, geschlossen. Was haben wir gekriegt? Neu. Plus 13. Best, weil schau, also das ist eine Profitkurve, oder? Da träumst du davon. Umsatz, 48 mal 3. 30,9% mehr. Verkaufsschlager. Aber nur gute Sachen. Alles ist ein Verkaufsschlager. Nettogewinn, 436. Vielleicht können wir uns eine größere Kisten kaufen. Ich kann aber nichts mitnehmen, ich muss aber gleich wieder auftauchen. Herbert einstellen, Schweizer Lohnzahlen, Perfection. Ja, dann hätten wir aber bloß 4, da warten wir jetzt 4 Goldmünzen im Minus. Aus ist Daily schon wieder. Was war denn das gleich wieder vorne? Hey, du hast doch wohl nicht das Tauchen aufgegeben, oder? Was ist das dieses Mal? Ich recherchiere für eine wichtige Publikation und könnte Hilfe gebrauchen. Besorge mir 3 blaue Muscheln und 3 braune Muscheln. Das käme am Ohr. Das ist währenddessen nicht um. Was hast du vergessen, Yoshi? Was ist die Frage, Yoshi? Wenn du mir Mitarbeiter einstellst, mehr Zutaten kaufst, musst du dich um viele Dinge auf einmal kümmern. Hä?
Deshalb habe ich beschlossen, dir eine Verwaltungs-App zu geben. Wir haben ein Smartphone funktioniert. Mit dir kannst du jederzeit einen eingestellten Bancho Sushi überprüfen. Dann kannst du deinen ja, verlinkt deine App jetzt zu der App her. Was heißt das? Ja, da, man kann es so schön zusammenfassen, dann musst du nicht 18 Dialoge Ortzeiler lesen. Das ist einfach schön. Du kannst Informationen zur Bancho Sushi Bar in der Verwaltungs-App überprüfen. Probiere es auf deinem Handy. Ich habe doch keine Verwaltungs-App. Was Verwaltung? Okay. Smartphone. Verwaltungs-App. Kürzlich verkauft. Interessiert mich ein Scheiß. Verkaufsschlager. Okay. Kürzlich beschaffen. Was haben wir da? Das sind die Verkäufe so. Dickkopf, Makrelen. Da, der Haikopf. Der Haikopf ist super. Der bringt 53, 5 Gerichte und bringt 60 plus. Wenn du das nächste Mal einen Hai erwischt, dann schießt man. So schaut's aus. Ja, keine Ahnung. Nehmen wir halt einfach keine kleinen Fische mehr, sondern nur die großen. Wäre schon passen. Ich tauche jetzt so. Oh, halt, stopp. Wir bauen jetzt erst was. Können wir was bauen? Wo tun wir gleich wieder bauen? Waffenladen. Eidiver. Mein Name Eidiver. Schönen guten Tag. Ja, wir brauchen auf alle Fälle Harpunenwumme. Die ist Schaden 3, Alter. Wir brauchen besser eine Harpune. Das ist jetzt zum Kotzen. Die haben wir noch gar nicht ausgebaut, glaube ich. Da, die macht halt einen 3,5-fachen Schaden fast. Ja, aufwerten. Gib ihm. Und beim nächsten Mal Kisten, weil die auf Dauer kommen fürs Erste. So, jetzt machen wir schnelle Tauchgänge. Freunde der Sonne, schnelle Tauchgänge, der Grind is real. Oder der scheiß Ring in der Anlage, habe ich mir gedacht, das Schiff draußen. Merci, ich hab keine Kopfhörer, die trotzdem bütchen 2 neue Trommelfälle, wenn du die da unten auch findest. Wenn ich welche finde, nehme ich da mit. Herr Ogar. Herr Ogar, Sepp, wenn ich welche finde, nehme ich da mit. Was ist das? Die scheiß Palmen, komm mal anschneiden, jetzt gewusst. Da ist was! Irgendwas Blaues markiert. Was ist das? Oh, braune Muschel, sehr gut. Haben wir da noch? Orangefarbener Seestern, okay. Da ist eine weiße Muschel, ich hab's genau gesehen, die werden wir sofort einsackeln. Haben wir schließlich eine Nebenquest. Da, die Agrofisch, so einen nehmen wir mit, den verkauft man. Ich schneid die her und verkauf die, du. Oh, da ist eine Moräne. Die möchte uns in den Arsch beißen. Schluss. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich nehm's mit. Na, Mr. Moränenmann, bis du da ausschaust, dabei geht weiter da. So, probieren wir mal unseren... Oh! Schön, mittelgroßer Fisch, den wir auf einen Schuss mit der Harpune killen können. Da schau hin! Na, da schau hin! Seesterne. Ah, Dingern, Seeigel können wir noch nicht einsackeln. Den können wir noch nicht einsackeln. Oh, ja, stimmt, man kann also... Ich habe zwar immer noch nicht herausgefunden, für was es mit dem Kupferscheiß braucht, aber wahrscheinlich für Waffen. Was ist mit dir? Ja, du kannst da schon lange rausbeißen, du Arschloch. So, da unten habe ich eine Waffenkisten gesehen. Da den Fetten nehmen wir mit. Der Fette ist gut! Gib den Fetten! Gib! Ja gut, der ist vielleicht ein bisschen zu fett. Den finden wir schon nochmal. So, oh ja, transportable Sauerstoffflaschen. Weißt du was? Dann sehen wir die da eine mit der Schrotflinte, du Penner! Und nimm mit Munition mit. Oh, und dann nehmen wir die wieder herkömmlich. Fangen. Wieso? Der hält vielleicht ganz schön viel aus, gell? Ja, sag mal! Na, jetzt aber. Oh, den muss man herschneiden. Ich erinnere mich. Ja, der grüne Ballenkopf, irgendwas. Chernobyl-Sepp, wird schon passen. So, wir vorher haben wir 10 Kilo von 19. Da kriegen wir schon noch irgendwas ein. That's what she said. Gib ihm. Was ist denn eigentlich das da? Kajimi-Alge. Da habe ich auch schon was gesehen. Da können wir reinforschen. Dann haben wir ein Gericht für die Kajimi-Alge. Das machen wir beim nächsten Mal. Vorausgesetzt die Dinge drauf. Aber ich kenne mich ziemlich gut und ich werde einfach nicht drauf denken. Flammenharpune. Harpunenschaden plus 5. Kommt jetzt der auf meinen Harpunenschaden oben drauf? Mit Flammenschaden oder nicht? Oder habe ich jetzt anstatt 10 Damage wieder bloß... Weißt du das schon? Das scheint mir nicht so, als hätten wir weniger Damage. Was haben wir da? Oh ja, das können wir brauchen. Zack, zack. Das verbraucht auch keinen Sauerstoff, das ist gut. Jetzt werden wir noch einen Haifisch finden dann. Da, einen brauchen wir noch nicht, das ist nichts. Haupt, du komischer Säbelzahn. Dude. Oh, der Barracuda. Der Barracuda ist ein guter, ja, den können wir brauchen.
Jetzt so. Nochmal. Oh, der dicke Jetzt bin ich aber schon wieder voll! Was ist das da? Plus 8 Schaden, verbessert die Harpunenspitze, dann nehmen wir doch die. Aber ich glaube, jetzt warte mal, sagt man einen Fortschritt von den Quests, von den Beschaffe... Ah ja, braune Morde, links über meinem Kopf, du blinder Uhu. Ja, wir haben uns schon wieder leicht überfordert, aber gut, dürfen wir nicht so viel einsammeln, dann machen wir lieber nur einen Tauchgang. So Spezialitäten sammeln wir schon, aber Fischschall brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Mit den Flammen ist der Fisch dann gleich gegrillt. Ja, ich hab mir schon gedacht, dass das irgendein... Also ich glaube zwar nicht, dass er gleich gegrillt ist, aber es hat schon irgendeinen tieferen Sinn. So ist das nicht. So, da ist auch wieder eine neue Fischart, die haben wir noch gar nicht gesehen. Da ist wieder der Tintenfisch-Sepp. Der Tintenfisch-Sepp, da ist noch ein Waffenteil, das schauen wir uns natürlich schon an. Wir haben noch nicht weit über dem Gewicht drüber. Das ist übrigens das rote Geblinke da neben mir. Aber wir brauchen halt nur eine Muschel. Oh, was ist denn das? Kleine Netzkanone. Eine Waffe, die ein kleines Netz abfeuert. Im Netz eingefangene Fische sind von hochwertiger Klasse. Die nehmen wir natürlich schon mit. Das ist die allerbeste, Alter. Scheiß auf den... Was kann man da einfangen? Ja, da mal ein bisschen schneller da. So. Unser Sauerstoff ist bei 63. Da haben wir also auch noch genügend Zeit. Außerdem ist da eine Sauerstoffkapsel. Oh, eine Muschel brauchen wir noch, dann darf ich gerne auftauchen. Hallo Spui. Hallo Spiel. Kalksteinhöhle. Was kann eine Kalksteinhöhle? Ist die irgendwie was Besonderes oder so? Schauen wir mal. Waffe, nehmen wir mit. Oh, was ist denn das? Rotes Scharfschützengewehr. Na, ich merke schon. Aber ich mag das Netz. Das Netz ist gut. So, jetzt haben wir 20,9 Kilo von 19. Der Xitro schreibt Erin. Sag ich, habe ich die erst zurück. Da ist ein Seestern. Wie weit können wir eigentlich tauchen? Ich glaube, bis 90 Meter, oder? Au! Was war denn das wieder? Warnung, Luft wird knapp. Tja, dann nehme ich einfach unser kleines portables Sauerstoffflascherl und schleiche mich wieder auf. Schmiedmax, mir ist wieder ein Resub. Chris vom Schmiedmax und seiner Jessie, sei Alte, ja, wir sind immer noch zusammen aus Kroatien. Warst du der mir ein Kurzvideo von einem Rochen geschickt hat? Gibt's die GZ High Five? Gibt's da? Wir brauchen noch eine braune Muschel. Brauchen wir mir wirklich noch. Jetzt kackt mich eher wieder an. Haben wir mir jetzt schon eine braune Muschel oder nicht? Wir werden jetzt nicht. Warum werden wir jetzt die Quests nicht mehr angezeigt? Kannst du verpissen? Was? Ja, Kimi. Kann man mir ein besseres Messer kaufen? Oh, nochmal ein Flascherl. Er nehmen wir auch gleich wieder mit. Den haben wir schon einmal gefangen. Da gehst her. So, jetzt haben wir dann 26,4 Kilo von... Da ist das! Oh, nix da. Ich brauche eine Muschel. Kinder, ich brauche eine Muschel! Glaube ich. Kann ich nicht aufklauen? Brauche ich überhaupt noch eine Muschel? Was ist denn das da? Blaue Muschel. Ja, ich nehme sie mal mit. Die hat 0,2 Kilo. Das ist ja den erst wurscht. Aber haben wir mir jetzt schon so eine braune Muschel gefunden oder nicht? Das Ding können wir natürlich schon noch mal brauchen. So. Ja, das Ding. Nein, dann tauchen wir jetzt selbstständig auf. Das ist ja wurscht. Pausemenü, Augen aufmachen. Pausemenü, Augen aufmachen. Augen wo? Na, da steht es tatsächlich. Da an ihre Quest-Dinge. Und für Ehrenbrauer, wir brauchen Drohnen, um die Sachen zurückzurühren. Bitte schau nach, wo Meeresströmungen fließen. Na, da schau hin. Haben wir noch gar nicht geschaut. Aber wir brauchen immer nur eine braune Muschel. Vorher war aber doch das kleine Questfenster. Wo kommt denn das jetzt her? Ich hab nichts gedruckt. Achso, das kommt immer mal, wenn es lustig ist, oder was? Ja, gut, dann kommt es halt, wenn es lustig ist. Das ist mir wurscht. So, braune Muschel wo? Da, braune Muschel! Hab die schon. So, und jetzt lass mich auftauchen. Fix letten. Abflug. Abflug! Oh. Zurück zum Boot. Und dann gleich nochmal runtertauchen. Gleich nochmal. Der Blindfisch. Wer kennt ihn nicht? Na ja, ist gut. Ja, so schnell. Puh, das war schwieriger als ich dachte. Die sind nicht leicht zu finden. Das ist total klug. Tada! Forschungsstufe erreicht. Was? Echo Watcher? Ach, du kennst sie nicht? Echo Watcher ist eine App, die sich für den Schutz der Umwelt einsetzt. Geil! Klimakleber unter Wasser!
Du hättest eine Punkte fürs Abschluss von außen. Ja, bla, das wird man sowieso am Schluss erklären. Neuer Inhalt. Echo Watcher. Verwende die Echo Watcher App, um verschiedenen Umweltaufträgen nachzugehen. Sammle Punkte, um verschiedene Belohnungen zu erhalten. Was kriege ich da für Belohnungen? Oh, haufenweise Gold und Materialien. Kleine Netzkanone. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt ist die Frage, was kann man da damit eigentlich tun? Kann ich das nicht einfach verkaufen oder so? Das komische Chernobyl-Gewehr, das braucht Geld, das Sau. Naja, ist ja wurscht. Gehen wir sofort nochmal tauchen. Abtauchen, los geht's. Klemmen Sie dann an die Fisch dann fest oder wie? Was? Klemmen Sie dann an die Fisch dann fest oder wie? Was? Verstehe ich nicht. Nein, verstehe ich nicht. So. In Richtung Meeresströmungen müssen wir. Haben wir da irgendwie eine Tiefenangabe oder so? Oder das, wir nochmal hier. Wir brauchen Drohnen, um die Sachen zurückzubringen. Bitte schau nach, wo Meeresströmungen fließen. Ein Computerchip, ein Motor und eine Kameralinsen. Dann kriegen wir 500 Gold. Aber ich nicht, ich weiß nicht, ob die haben wir, komplette Liste, Details. Komplette Liste? Nein, haben wir nicht mehr. Wahrscheinlich hätte ich jetzt auch so einen Auftrag in der App annehmen müssen, oder? Damit da auch einer aktiv ist. Ja gut, machen wir nächste Runde. Machen wir mir nächste Rundenhälfte sowieso nicht. Ja, ein sauberer Baseballschläger, der ist schon mal besser wie... Gib das Ding. Ah, wieder Waffenkisten. Auf dem Weg nach unten nehmen wir alles mit. Alles nehmen wir mit und sobald wir Strömungen finden, schauen wir mal hinein. Harpunenschaden plus 8. Lähmung und bla bla bla. Sehr gut, jetzt sieht gut an. Oh, der Kugelfisch. Der gemeine Kugelfisch, du haust ab. So, straight nach unten. Straight nach unten. Da haben wir Muschel, den nehmen wir natürlich mit. So. Und ab da haben dann auch irgendwann diese Strömungen angefangen. Barracuda-Sepp nehmen wir mit. Da gehst du her. Haben wir schon dabei. Waffenkisten, kannst du auch gleich mitgehen. Den komischen Baum da können wir schlachten. Was ist das? Ein Pfeil. Normale Fische sind nach 7 Sekunden betäubt. Ja, normale Fische. Bin ich gekommen zum normale Fische fangen. Bist du besoffen, mein Freund? Da, Kalkstein. Ja, da werden wir... okay. Da werden wir jetzt in diese Dinger da einblasen dann. In die Stacheln. Ich hab's schon gesehen. Das da scheint mir ein Quest-Item zu sein. Ich glaube, wir haben was gefunden. Achtung. So, schnell hier da. Auf mal. Ja. Okay, und dann tauchen wir mal ein bisschen weiter oben. Jetzt habe ich wieder nicht geschaut, wie weit dass wir eigentlich tauchen können. Da ist der nächste Quest-Gegenstand. Hab ihn schon gesehen, aber da können wir nicht hin, das bloß uns in den Stau rein, das ist nix. Ah! Ah! Was? Wieder Einzung oder was, du Arschloch? Ja, schnell drüber. Da ist das nächste Ding. Das nehmen wir. Gehen wir weg. Was ist denn das da? Okay, das ist nichts Besseres. Da haben wir Muschel. Große Muschel. Was ist da drin? Ach, da kommen sie heim. Ach, da ist da. Wann da jetzt? Was war jetzt da drin? Wow, lecker! Ein Mykto! Ein Mykto! Du kehrst mir schon, du Arschloch! Du kriegst da nicht mit. Da ist er! Ah! Sanglerfisch! Und der lateinische Begriff ist übrigens Mykto. Woher ich das weiß, weil ich mir ein Browser-Game unter Wasser gemacht habe. Und unsere erste Einheit, unsere erste Kampfeinheit waren Myktos. So, da ist noch eine Waffenkisten. Ja, schnell. Ja. Mhm. Nein. Nein, bleib da unten, ich komme nicht mehr rein. Jetzt kann ich mich rein. Puh, das war so close one. Okay. So, was brauchen wir jetzt noch? Die scheiß Kameralinse. Die muss ja auch irgendwo da rundum sein. Das geht. Au! Wichse! Die muss ja auch. Da ist. Haben wir schon gefunden! So, erstmal mit dem Baseballschläger in Erdboden reingehauen. Wir haben übrigens bei 15,8 Kilo von 19. Da gib diese. Ja, easy. Nein. Na, da schwimmen wir jetzt weiter. Da ist noch ein wenig Seegroß. Schaut doch gut aus. Das nehmen wir mit, das haben wir auch noch nicht gehabt. Neuer Waffenbauplan. Oh, was ist das? Verbesserungsbausatz für Waffen von Level 2 auf 3. Nehmen wir natürlich mit.
Ach, das verbessert dann die Waffen, die wir dabei haben, aufs nächste Level. Ja, okay, verstehe. Irgendwann ist es so eine Art Blaupause für... So, weißt du, was wir jetzt mit dir tun, du komischer Schwertfischtrottel? Ach, shit. Ja, bis wir den kriegen, dabei geht weit und Alter. Blaupause. Gerade noch ausgewichen, so das Ding nehmen wir mit. Wir brauchen noch ein paar gute Fischis brauchen wir noch. Wir haben noch nicht so viele Fischis beieinander. Ich sammle die ganze Zeit den Klarscheiß auf. Da, Squids nehmen wir mit. Oh ja, Squids ist eine gute Idee. Wir haben schon wieder total überladen. Der scheiß Squid ist wahrscheinlich wieder so fett, dass ich mich nicht mehr rühren kann. Da ist er. Haben wir ihn schon. Ja, kurz bevor ich dich gefangen habe, hast du nochmal schnell hergeschissen, du Arschloch. Weißt du genau, was es ist. So, du kriegst noch mit Baseballschläger. Nochmal. Zu hohe Fischbestände! Was? Was ist das gewesen? Was war das? Zu hohe Fischbestände? War das so eine Eco-Watch-Quest oder was? Das heißt, ich muss die Rotfische halt da. Oder soll man einen Hai können wir jetzt wieder nicht erschlagen? Da ist nochmal eine Waffenkisten. Schauen wir mal, was da drin ist. Weil der Schlafpfeil, der gefällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Was haben wir da? Giftharpune, nehmen wir mit. Seesterndal, nehmen wir auch mit. Oh, jetzt haben wir schon wieder 23 Kilo. Weil der scheiß verdammte Tintenfisch so fett ist, dass es spät ist. Ja, fette Huhn. Aber ich brauche jetzt ein Auftauchding. Auftauchding! Hey, oh, den müssen wir killen. Ich weiß nicht, warum ich den jetzt eingepackelt habe, den brauchen wir eigentlich nicht. Sauerstoff ist bei 110, also haben wir noch mehr als genug. Jetzt tauchen wir mal da um. Ja, da ist so ein Ding zum Auftauchen. Schleichen wir uns, dann müssen wir noch mal bedienen. Wir brauchen mehr Geld, dass wir noch tiefer, noch länger unter Wasser bleiben können. Wobei die Länge des Unterwasserbleibens gerade akut kein Problem ist, um ehrlich zu sein. Was ist denn jetzt? Ach, ich rufe den Typen an, okay. Da erwischt gleich sind wir auf einmal. Mit was? Schmidt-Max, die haben sagen, wir sind wieder 5er Busse aufs Nussi und nochmal mehr ist wieder ein Restart. Neu, der Rochen war nicht von mir, aber der Schmidt-Max und der Alte ist bis heute noch ein Running Gag. Ja, das möchte ich aber auch hoffen. Merci dir. Und grüß deine Alte. Ein Küsschen aufs Nüsschen und aufs Bonnschein und aufs Rangerl. So. Gut, damit sollten wir eine Drohne entsetzen können. Das sieht ganz schön hillig aus. Ah, naja, die Meeresströmung haben mir ein bisschen durch die Magen genommen. Haha, verstehe. Ja, was sollen wir jetzt mit der Drohne? Alter! 500 Gold, 5 Sojasauce und 5 Salz. Wo die Ströme hinfließen. Aha. Diese Waffe will ich nicht bauen, ich will sie nicht haben. Atlantischer Seeteufel. Der ist Rang 4, Alter. Sagt ne. Schließe den Tag ab und bereite alles in Banchos Dingsbums vor. Dann ab zur Sushi-Bar. Und los geht's. Also mit der Netzkanone erwische ich gleich sind wir auf einmal. Ach, von den kleinen Schwärme, oder wie? Ja, noch besser. So, Menü. Jetzt wird erst einmal veredelt. Was haben wir denn da? Atlantischer Seeteufel Sushi. Tu mich einmal veredeln. Freilich veredeln. Du kannst sagen, was magst, die haben schon cool gemacht. Kannst du sagen, was? Ja, super, jetzt haben wir keinen Seeteufel-Sushi mehr. Herzlichen Glückwunsch, gut gemacht, Birger. So, veredeln. Wir veredeln alles. Was haben wir da? Großer Barracuda-Sushi. Veredeln. Haben wir wahrscheinlich auch nichts mehr. Doch. Also, der große Barracuda kommt auf alle Fälle einmal auf die Liste. Dann haben wir da noch was zum Veredeln. Jawohl. Oh, das ist schon Stufe 4 mittlerweile. Da können wir Stufe... Der grüne Bollenkopf, Papageifisch. Der ist schon Stufe 5. Das nächste Mal, wenn wir da irgendwo sind, müssen wir auf alle Fälle welche töten. Und das bringt schon 115 Zufriedenheit und 35 Gold. Das ist nicht schlecht. Dann nehmen wir auf alle Fälle mal das auf diese Speisekarte. Haben wir was zum Erforschen? Können wir was forschen? Ja, gewürztes Kajimi. Das nehmen wir jetzt. Bringt auch 50 ein. Haben wir eine. Hibi. Wird aber auch nicht langweilig.
So, machen wir so. So, gewürztes Katschi-Meat. Aber ach, wir brauchen einen schwarzen Essig dafür auch noch. Ja gut, habe ich nicht gewusst, kommt trotzdem auf die Liste. Ab auf die Liste! Von was haben wir jetzt noch am meisten? Oh, das bringt uns nicht mehr viel. Das wird kein guter Run. Das wird kein guter Sushi-Run, so wie es ist. Den wir noch auf. Und dann der da mehr an Geld bringt, ist wahrscheinlich der da. Haut auf. So, Forschung haben wir. Personal ist eingeteilt. Zutaten, Interieur, Sushi-Bar öffnen. Los geht's. So, rein bedienen ins Viech. Der Erste, der kommt, der möchte über einen Grenadier. Ich weiß genau, was es ist. Ja, sag ich doch. So, du bist sofort bedient, Leute. Und schon bist du Ich hab gesagt, aufhören! Ja, super. Das ist schön, dass das so gut funktioniert. Das hat keiner gesehen. Und es zählt dann hin als Topf. Ich bring's dem Hintersten. Wer nimmt jetzt das? Das nimmt da hinten. Nehmen wir wieder der Hinterste. Machen wir so. So, wer wird langsam lästig? Wieso bedienen Sie eigentlich da nicht? Das machen wir noch mal anständig. So, ich los. Jetzt aus! Achso, und jetzt hört auf einmal schon auf. Oh mein Gott! Wir brauchen mehr Küchenpersonal, hab ich schon gesehen. Wir brauchen mehr Küchenpersonal. Das kriegt ihr. Schaffen wir eben noch. Da war ich wieder mit lästig. Ich bin unterwegs! Okay, haben wir noch geschafft. So, das bringen wir dem Hintersten. Oh, da müssen wir Teller zusammenräumen. Was tut denn die Bedienung eigentlich? So. Erst. Jetzt bringen wir ihn. Das auch nochmal. Ja. Reindreschen. Das bringst. Ja, bin schon unterwegs. Ich bin ja schon unterwegs. Das tut mir nicht weh. Auf alle Fälle haben wir über 1100 Gold da oben. Sagst du das? Gar nicht schlecht. Hast du noch etwas Nachschlag für mich? Easy. Jetzt müssen wir unbedingt Küchenpersonal einstellen. Ertelsepp! Merci für die Mitgliedschaft! Und da wart's da im ersten wieder ein Resub. Aber der Birger, der in die Summe ist super. Mehr davon freue mich immer, wenn ich live schaue noch und wenn ich nicht live schaffe, dann Nachschau-Squad. An der Stelle einmal ab in den Chat, da habe ich den hoppala, Nachschau-Squad. Der gehört viel öfter größer, der ist nämlich größer als man meint. Es schauen mindestens nochmal so viele Leute im Nachschau-Squad zu, wie live. Schon verrückt ein bisschen. Na Gott, jetzt kommt der schon wieder daher. Und unbedingt die Tragfähigkeit erhöhen. Ja, richtig. Guten Morgen, der Dr. Bacon schon wieder. Leider konnte ich gestern das ja, bla bla bla, Materialien, Cobra. Hier sind die Bomben, die du haben wolltest. Felshaufen. Cobra-Laden. Kann ich 3 Arten von Objekten an einem Tag transportieren? Sprich mich an und wähle den Cobra-Laden aus meiner Liste zu sehen. Ja, das wird mir sowieso gleich erklärt. Hinter dem Felshaufen. Neuer Inhalt. Cobra-Laden. Was ist das? Du kannst Zusatzobjekte kaufen und deine Objekte im Cobra-Laden verkaufen. Der Cobra-Laden ist nur morgens und nachmittags verfügbar. Gekaufte Objekte können nur einen Tag lang verwendet werden. Vergiss das nicht. Aha. Wie wäre es mit dem Unterwasserkamera? Ja, natürlich machen wir Fotos. Okay, tschüss. So, jetzt passen wir auf. Laden. Sauerstofftankerweiterung, einmalige Benutzung. Ja, das brauchen wir jetzt aber nicht. Dann haben wir da, der Schädel eines alten Tieres eignet sich wahrscheinlich zum Herstellen von Waffen. Oh! Schau dir das an! Wir haben einen Goldbarren gefunden. Den kann man verkaufen für 500 Gold! Ja, nimm, Brudi. Ach, das sind Objekte, die man nur der Hörerin verkaufen kann. Ja, nimm. Alles, was man irgendwie nicht zum Herstellen braucht, wird verkauft. Was ist dieser Glasscherbe? Weiß ich nicht, was man vom Waffen. Da kann man auch das komische Gewehr verkaufen, das brauchen wir nicht mehr, bin ich mir ziemlich sicher. Was haben wir da? Stachel eines Feuerfisches, weiß man noch nicht, für was. Oh, viel Geld wert, eine Perle, weg damit. Gewöhnlicher roter Seestern, ich weiß ja gar nicht, was man mit dem alles tun kann. Ja gut, das finden wir aber schon raus, jetzt haben wir 1700 Gold, wo ist dieser von mir hergekommen?
Ein sehr rostiger Stahlrahmen. Ja, aus dem Zeug können wir Zeug craften, das weiß ich. Also, warte mal auf, das ist mal das Smartphone hier. Nein, außer da, Smartphone. Dann haben wir da unten einen Echo Watcher. Ah, okay. Also die sind immer laufende Quests. Das heißt, ab jetzt lohnt es sich, alles einzusammeln. Fucking everything. Und dann kriege ich eine Belohnung von 20 so blaue Fischerl. Und was bringt mir das? Blaues Loch, Forschung und Schutz, Level 1. Fortschritt 0 von 50. Belohnung, Öko-Gesundheitsarmband. Das kriege ich dann, wenn ich jetzt noch... okay, wir werden sehen. Aber wir haben heute schon wieder dazugekommen, so wie es ist. Da guckst du da, was ist da? Da muss ich alles liken. Ich muss alles liken, hat's geheißen. Ja, einfach einmal durchgescrollt, arme Sau, die Likes rausgeschmeißt, passt schon. So, Eye-Diver. Größere Kiste. Stufe 4, rein damit. Okay, weißt du was? Sofort noch eine Stufen mehr. Zack. Ich glaube, noch mit dir Vertaucher brauchen wir noch nicht. Wobei wir 400, 900, dort nimm ich lieber. Oh, maximale Tiefe 230 Meter. Was nehmen wir da jetzt? Was nehmen wir da jetzt? Was wir denn? Ich weiß es nicht. Ich sag das, was es ist. Nehmen wir die Harpune. Nehmen wir die scheiß Harpune, damit wir die Fische näher haben, haben wir schneller. So, oh, leck, was ist das? Super Soaker. Harpune im Pumpgun. Tiefer tauchen. Ja, aber es bringt uns auch nicht recht viel mehr Tiefer zum Dauer, wenn wir nicht... Ja gut, wir können eigentlich schon ziemlich... Wir nehmen tiefer Dauer, leck mir am Arsch. Leck mir am Arsch! Weil ich es gerade gesehen habe. So, und reingedeift. Reingedeift. Wieso den Sporn? Ausgeben müssen wir es sowieso. Snoopy! Merci für deinen Resub, Alter! 2 Monate! Jeder fängt irgendwann einmal an. Servus zurück, Snoopy, merci dir. Und an den Herrn Ertl nochmal Welcome to the Squad kriegst du auch Privattröte. So, Personal! Das glaube ich kann ich erst am nächsten Tag auf die Nacht. Ja, ich weiß schon springen, ich weiß schon. Oh, uns wird sogar angezeigt, wo wir hin müssen. Was ich noch feiern darf? So, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen will. Das hat mir das Hirn einfach ausgeschaltet. Lol. Ausrüstung gefunden. Ah, wir nehmen alles mit. Wir nehmen alles mit. Straight in die Richtung, wo er anzeigt. Ich weiß noch, dass wir die komischen Fische, die Firefish müssen wir killen. Das weiß ich noch. Da müssen wir den Bestand säubern. Und falls wir einen Haifisch und Barracuda sehen, einpacken. Wie viel können wir jetzt eigentlich? Oh, 42 Kilo können wir jetzt schon mitnehmen. Ich sehe schon. Die Sachen werten sich sehr exponentiell auf. Freiwilligen! Kriegst du auch die Privattröte. Welcome to the Squad. Ab in den Chat! Habe ich die Freiwilligen oder habe ich die Jettel? Weiß ich nicht, wann sie das eingebürgert hat, dass dort Leute nicht mehr mitmachen. So, wir merken uns eine O2-Kapsel, ein neuer Vertrag. So. Ja, Feierharpune nehmen wir mit, was auch immer das ist. Ich will es haben. Was? Wir machen da eigentlich eh schon ziemlich viel Schaden. Wenn wir den her jetzt da. 2 Schuss wären dick. Was ist denn das wieder für ein Fisch? Schaut ein bisschen aus wie Thunfisch. Ist das Thunfisch? Die 10. Jahr! Ja, jetzt! Habe ich schon. Ein Torpedomakrele! Reise! Merci dir! Also, wenn der Bürger in-game schon liked, dann kannten jetzt mehrere bei ihrem liken. Danke fürs Streamen und Unterhalten. Alter, ich kann es nicht oft genug sagen. Absolut fucking niemand braucht sie bei mir bedanken, dass ich stream. Das ist immer noch, auch 5 oder 6 Jahre später, immer noch ein Gaudi-Projekt. Immer noch. Und es wird es auch für immer bleiben. Ich sag da einen riesengroßen Fisch mit einem großen Kopf. Ich will ihn haben. Ich will ihn haben. Geh mir den anderen Rest auf Zeiten da. Ja, jetzt sind die. Hast du einen Trick? Was ist denn jetzt mit dir? Hergesetzt, du fetter Trottel. Der Fette schaut einfach immer gut aus. Das Gute ist, unsere Harpune wird ja nicht kaputt. Jetzt gebe ich dir da noch nicht mit der Schrotflinte, ne? 15 und 4 Brandschaden. Das sind jetzt mit 20 Damage. Was ist denn mit dem? Was ist da? Was bist denn du? Ich hab doch gesagt, ich hätte einen Damage ausbauen sollen. Jetzt hat's ihn. Ah, den muss man wieder aufschneiden. Da hat er übrigens recht! Ah, jeder, der nicht auf den Like-Button smasht, ist raus. Also von Haus aus. Gibt's da überhaupt keine Diskussion nicht. Verstehe ich nicht. Ihr wollt einen Indie-Sommer, ihr kriegt einen Indie-Sommer, da wird gefälligst jetzt auf den Like-Button gesmasht. So schaut's aus. Und
Und wir haben bis jetzt wirklich sehr viel Glück gehabt mit den Spielen. Sag ich dir, was ist. Nächste Woche wird es übrigens einen. Gibt's mal ein Samurai-Schwert? Vielleicht stirbt da der fette Fisch schnell. Schauen wir mal. Schlitzt man auf, von Arsch bis Hirn. Sag ich's dir? Den los. Und den Barracuda nehmen wir gleich als nächstes mit. Du kannst gleich hergehen. Oh. Wie? Vorher war ein One-Shot. Jetzt. Oh. Ja, was? Was muss denn da? Ach, da muss man verschiedene Knöpfe drücken. Nein, muss ich mir was sagen. Mei, oh mei, oh mei, oh mei. So, wir haben übrigens noch 78 Sauerstoff. Wir haben noch sehr gut dabei. Wir haben aber schon wieder 39,7 Kilo dabei. Was ist das? Flakon. Ein kleiner Flakon, um Flüssigkeit drin aufzubewahren. Okay. So, wir müssen da irgendwo hin. Da ist eine kleine Muschel für Sauerstoff, die werden wir uns gleich einmal holen. Wir haben 118 Meter tief, 230 Meter tief können wir tauchen. Luft scheint uns noch nicht auszugehen. Ich habe vorher einen Henno-Stream gesehen, auch nur 3000 Zuschauer bei 2,6 Millionen Abos. Da haben wir einen besseren Schnitt mit 900 Zuschauern bei 100.000 Abos. Das ist definitiv richtig, ja. Es ist aber auch nicht vergessen, das betrifft auch diese Community. Habe ich eigentlich anständig Merci zum Razy gesagt? Ich glaube schon. Merci, ja. Wir haben aber auch dasselbe Problem wie alle. Wir haben mitten im Sommerloch, da ist die Internetaktivität, vor allem auch auf YouTube und so. Jetzt machen wir es. Oh mein Gott! Hier unten ist es zu düster. Sich in diesem Zustand nach unten zu wagen ist zu gefährlich. Wir können gar nicht Tier verdauen. Super, gut, dass wir einen Anzug gekauft haben zum Tier verdauen. Wir würden den Vorschlag wieder geben. Was für Ahnungslose. So, oh, Barracuda, nimm mich mit. Her mit dem Barracuda. Oh, wir haben ihn schon wieder voll. So, Schocklanze. So, habe ich die schon dabei. Jetzt haben wir 47 von 42 Kilo. Jetzt tauchen wir bloß noch schnell zu dem Ziel, wo wir hin müssen und dann verpissen wir uns. So schaut's aus. So sieht's aus. Ja, voll, ich merke es auch, ich will immer heim ein bisschen am Abend zocken und dann erwische ich mich um 21 Uhr auf die Nacht am Motorrad. Ja, es gibt so Leute, die feiern den Sommer hart. Es gibt dann mich so, im Winter mehr über gern Sommer. Wenn dann Sommer ist, denke ich mir, fick dich mit deinem Sommer. Ja, it is what it is, Kinder. It is what it is. Ja, nehmen wir das dann noch mit. Was haben wir da? Ja, das Scharfschützengewehr nehmen wir mit. Das haben wir noch gar nicht gefunden. Dann kriegen wir einen Teil von der Blaupause. Oh, was ist jetzt? Wir sind da! Versuche eine der Bomben, die Cobra gegeben hat. Achso, wir müssen Bomben platzieren. Okay. Bombe. Alles in Ordnung. Ist ja ganz leicht, wo das Funk mitbekommen. Weißt du, wir können zulassen, wenn du 1000 Stücke Juristen wirst und dich in Haifischkost verwandelst. Das ist überhaupt nicht so. Bla, ich bin schon fort. Ich schwimme davor. Das sollte genug sein. Und los geht's! Skadoosh. Terrorists win. Schön, jetzt ist der Weg frei. Von drinnen dringt schwaches Licht. Monster. Da ist kein Monster drin, jetzt scheißt er mir in den Hosen. Ich bin leicht übergewichtig. Zu neuer Region? Okay. Oh, der Herr Poseidon persönlich. Wow! Dieser Ort ist... Wow! Es scheint eine Art Aufzeichnungsraum des Seevolks zu sein. Mein gutes Bauch... Sieh dir das Wandbild da hinten an? Kein Mensch hätte das derart tief ins Wasser malen können. Okay, jetzt müssen wir da untersuchen. Gut, dass wir 2 Gewicht haben. Dann schwimmen wir nämlich schneller. Das kann keine natürliche Säule sein, es ist ein mysteriöses Zeichen darin eingraviert. Ja, das Spiel triggert halt alles, gell? Eine gute Wirtschaftssimulation kann man da jetzt nicht dazu sagen. Aber ein Entdeckersinn, die Loot-Spirale, die Freischaltspirale,
das Metroidvania-Ding in der Freischaltspirale und. Dieses Wandbild zeigt eine Art Krieger oder König. Er sieht mächtig aus. Sein Unterkörper ist von Schuppen bedeckt. Ist das wirklich ein Wandbild des Seevolks? So. Untersuche Aufzeichnungsraum. Okay, 3 Aufzeichnungen haben wir. Unser Sauerstoff wird übrigens nicht weniger. Oh, mit da so. Ein Gemälde, das Delfine und Meerespflanzen zeigt. Anscheinend konnte das Seevolk nicht nur schreiben, sondern auch malen. So, das sollte genug sein. Ich würde gerne ein bisschen weiter forschen, also mach bitte ein Foto mit der Kamera, die ich dir gegeben habe. Wie geht das? Mach ein Foto des Wandbildes. Okay. Das ist doch schon, als könnte ich es mitnehmen. Na, kann ich aber nicht. Wie tut man Fotos machen? Das hat aber wahrscheinlich... Ach, da muss ich dann den Ding reinschwimmen. Okay. Machen wir mal. Dave, schwimm schneller! Neuer Inhalt. Kamera. Main Target. Sunfish Coral. Capture with Max Zoom. Ein Kamerasymbol zeigt dir an, dass du Fotos machen kannst. Zieh dir oben links das Ziel an. Verwende die Arme, den Fokus einzustellen und nimm deine Hand weg. Was? Und nimm deine Hand weg. Um ein Bild zu machen. Achte darauf, dass dein Timing mit den grünen Anzeigen übereinstimmt. Okay. Also alles ist halt so ein bisschen ein Minigame. Halt der A gedrückt und so. Ach, und beim kleinen Rahmen muss ich auslassen und dann ist gut, oder was? Okay. Was? Antikes Wandbild? Ist das kein antikes Wandbild? Neu starten. Was ist denn... Warte mal. Okay. Ich bin schlechter Fotograf gewesen, kurz. Okay. Und jetzt haben wir das gekriegt. Ah, ja. Ich sehe dort etwas auf dem Boden. Oh, es könnte ein weiteres Artefakt des Seevolks sein. Bring es mir. Hab ich doch gesagt, das schaut aus, als kann das nehmen. Ja, mein inneres Pro-Gamer-Auge hat das natürlich sofort erkannt. Jetzt müssen wir in unseren Fetten wieder zurückschwimmen. Und dann tauchen wir auf und gehen wir sofort noch mit da. Artefakt des Seevolks. Ein moosbedecktes Artefakt aus dem Aufzeichnungsraum des Seevolks. Es ist alt und sieht schäbig aus. Scheint aber eine mysteriöse Energie abzugeben. Wie in Subnautica, diese kryptischen Zeichen und Alien-Dinger und so. Da ist das Geräusch von vorhin! Aufzeichnungsraum voller Symbole. Was könnten sie aufgeschrieben haben? Und noch weniger, hast du nicht auch etwas gehört? Was meinst du? Über Funk habe ich nichts gehört. Kehr fürs Erste zum Boot zurück. Okay! Da bin ich ja gespannt, was da wieder kommt. Wahrscheinlich wieder irgendwelche Alien-Kraken. Nebenbei Büro machen und deinen Scheiß zu hören ist oben noch besser, wie mit der Alten zum Schmerzen dabei. Stornei, lass das ja nicht zu laut laufen. Was ich jetzt gerade vorgelesen habe. Vielleicht hätte ich deinen Namen nicht sagen sollen. Ah, Stornei, falls es irgendeinen Stress gibt, es tut mir leid, ich hab nicht nachgedacht. Entschuldigung, ab in den Chat, press F in Stornei. Upsi. Ein Büro, die ist mit Sicherheit zu, da fällt sich nichts. So, jetzt bitteschön, auf da, ich bin maßlos überlohnt. Los geht's. Gluck, 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 gluck. Haben wir schon da. Erstmal Druck entladen. Jetzt kommt schon wieder einer. Artefakt des Seevolks. Sehr interessant. Nun ja, ich bin froh, dass es dir gefällt. Ich muss dieses Artefakt und das Wandbild in meinem Labor weiterlesen. Ich melde mich bald wieder. Na, bitte nicht. Keine Dialoge. Ich mag tauchen. Ich will tauchen. Fischi fangen. Alter, jetzt kommt Greenpeace, oder was? Tatsächlich. Hey, du da! Ich habe eine Explosion in mir gehört. Weißt du, was da los ist? Das angeht, Wir gehören zum Meeresblau! Wir sind eine Organisation, die Menschen aufspüren und uns im Meer festkleben, die sie verschmutzen. Manchmal übe ich Selbstgerechtigkeit für diejenigen, die besonders böse Taten begehen. Ich habe Berichte über jemanden erhalten, der hier in der Gegend sinnlos die Umwelt zerstört hat. Ich weiß nicht, ob du es warst oder du solltest es bewusst sein. Mit dem großen Meer Schaden zufügen, bekommen sie mit Meerblau zu tun. Und mit mir, John Watson. Ja, jetzt hat er mal dein Maul. Du Trottel. Wie wird die Bomben auf das Schlauchboot da? Hat er jetzt so gemacht? Okay. Biegt dir an einem Schlauchboot fest, du Mongo. Was für ein gruseliger Typ. Kommen wir damit klar? Meeresblau, diese Gruppe ist... Ja, bla bla bla, das ist Greenpeace. Hinter dem Felshaufen. Abgeschlossen. Scharfschützenteil. Jawohl. Haufenweise Fischis. So viel haben wir gar nicht. Aber die Dickkopfmakrele, da haben wir sehr viel Fleisch gesammelt. Sehr viel sogar. Sehr gut. So. Wie viel Gold haben wir noch? Eigentlich nichts gesehen. Das heißt, wir können einfach sofort nochmal lostauchen. Oder können wir irgendwas da währenddessen? Können wir... Jetzt warte mal.
Marinka, was ist denn das? Ach, das ist der Pokédex. Anrufen, Waffenladen. Ja, die Netzkanone hätte ich gern. Im iDiver können wir die Sahne kaufen. Da gibt's nichts zum Liken. Verwaltung. Können wir da Personal einstellen? Nicht, gell? Muss ich da ins Sushi-Restaurant gehen? Na, da gehe ich lieber tauchen, weil ich dann nämlich Angst habe, dass dann der Nachmittag verschwindet und ich verliere einen Tauchgang. Und wo sind meine Quests? Verwaltung, Wetter, also eine App können wir noch, 2 Apps können wir noch freischalten. To-Do. Da haben wir noch einen Haufen. Und wir haben momentan keine To-Dos, glaube ich. Das sind die einzelnen Quests, Nebenquests und so. Dann werden wir einfach bloß nur einen Tauchgang reinhauen und nochmal den großen runden Fisch und den großen grauen Fisch, so viel wie wir kriegen. Vielleicht noch einen Barracuda und gut ist. Wobei wir auch ein paar andere Fische mal brauchen. Ja, wenn wir die Netzkanone, da die blaue zum Beispiel, die Doris. Oder die kleinen Pinken da, die kann man mit Sicherheit auch fangen. Warte mal, ist denn hier da? Ja, perfektes Aim. Sehr gutes Aim, Birger. Das hast du sehr gut gemacht. Was ist da drin? Baseballschläger, können wir brauchen. Ja, die kleinen Fische können wir am Arsch legen. Und wenn es bloß so Klarzeug ist, das wir aufklappen. Na, besser wie nix sehen. Kriegen wir schon. Ecowatch abhaken, gibt's dann neue Quests? Das ist eine richtig gute Frage. Machen wir in der nächsten Runde. Hat es nicht auch irgendwie geheißen, dass das Gebiet da immer anders ausschaut? Mir kommt das ehrlich gesagt so vor, als dass das immer gleich ausschauen. Oder täusche ich mich da? Was ist das? Schockschlagstock. Na, den nehmen wir mit anstatt einen Baseballschläger. Da haben wir Munition, brauchen wir nicht. Die komischen. Oh ja, so einen nehmen wir mit, den können wir brauchen. Ja, die mitteldicken. Ah, die komischen Artefakte, die können wir auch brauchen. Die kann man direkt verkaufen für Gold. Wo haben wir den Goldbarren gefunden? Weil der hat 500 Gold gebracht. Das war, also zumindest für den jetzigen Zeitpunkt ist das noch ziemlich viel. Dann nehmen wir das Klump mit. Dauert ein bisschen, bis das. Ja, gehen wir mal schneller machen. Seil. Seesterne müssen wir auf alle Fälle finden für diese Ecowatch. Kann man da noch was machen? Nein. Seestern. Also Moräne. Ah, den nehmen wir mit. Jetzt kommt der kleine Wichser natürlich daher. Nehmen wir auch mit, warum nicht? Jetzt haben wir schon 3 von 5. Ja, den fetten da brauchen wir. Den kannst du mir gleich mal her da. Ja, was denn der mit dem Schockstark, der wir in der Schlung. Haben wir ihn schon. Ja, der hat auch 2 Sterne. Schockstark ist offensichtlich nicht optimal, aber besser wie mit der Schrotflinte zusammenballern. Jetzt war noch so ein fetter Grauer und nochmal so ein grüner war nicht schlecht. Damit wir da ordentlich viel Fleisch von den gleichen Fisch haben, um die Gerichte auf. Da ist nochmal einer. Und ein Heine mit! Hornibonk! Ich sag da nur Hornibonks. Das war's geil, wenn man da unten in der Waffenkiste. Also, es ist keine Waffenkisten. Ein bisschen stärkere Waffen, weil unser Schrotflinten ist da nicht die allerbeste. Schauen wir mal, was da drin ist. Oh, 2 Flaschen, die können wir natürlich brauchen. Den roten Teufel, den der wir auch noch weggert. Was ist in der Schlange? Jawohl. So. Mr. Haifisch! Au, Wichser. Hat's die schon? Verdammte Haifisch kann mir gar nichts. Schneiden wir jetzt 5 Stücke raus. Da fällt aber nicht viel raus, für dieses so drum Mistviech ist. Oh, Zahn eines Weißblüher-Riff. Wir haben einen Zahn gefunden. Einen Feuerfisch brauchst du noch für eine Quest. Mr. Lord Sid, schön aufpasst. Ich hätte jetzt nämlich schon wieder vergessen, wie viel das ich brauche. Was gibt Harpunenschaden plus. Ja, was anderes. Das Schockding gibt, glaube ich, plus 8. Warnung, die Luft wird knapp. Ja gut, wir haben unsere Sauerstoffflasche halt dabei, das passt schon. Und auf dem Weg nach unten finden wir schon noch mal was.
Jetzt scheiß mich nicht mit deinem Scheiß zu, du Mistviech! Den nehmen wir mit. Wir brauchen auch noch 3 so braune Seesterne oder orange Seesterne für die Echo Quest. Und wenn wir noch einen Firefish finden, dann sagen wir natürlich auch nicht nein. Außerdem haben wir noch lange nicht voll. Wir haben 28,9 Kilo von 42, die wir mitnehmen können. Ein Tennisschläger? Dann nehm ich doch den Tennisschläger. Ja, den komischen grauen Teufel da auch. Schauen wir mal, was der Tennisschläger Schaden macht. Was haben wir da? Eine Dreifachachselaufwertung. So, Tennisschläger in den Arsch. Da ist der. Wieder. Macht 10 Schaden. Tja, trapped. Bitch. Steffi Graf, aufschlagen. Ja, sag mal, was ist mit dem? Stirbt jetzt das auch? Oh, Herr Nahkampf. 20 Fische mit Nahkampfwaffen gefangen. Haben wir ein Achievement gekriegt? Schon hier? So, zwar mit dem Fisch. Wie weit kommen wir jetzt noch? Jetzt haben wir 100 Meter tief. Nehmen wir den Scheiß mit. So Kochtöpfen machen wir sowieso sauber selten auf, muss ich sagen. Ah, da ist eine Sojasauce drin. Die gehen wir braun. Was ist das da? Eisenherz. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht so viel. So, 40 von 42 Kilo sind voll. Das Ding da, was auch immer das ist. Was ein Barracuda nehmen wir mit? Mr. Barracuda! Da ist er! So, jetzt haben wir eigentlich ziemlich viel von den gleichen Fischerl. Müssen wir eigentlich aufwerten können. Ziemlich gut. Haben wir schon bei 47 oder 48 Kilo von 42. Oh ja, der zweite Teil. Der zweite Teil vom Scharfschützengewehr nehmen wir mit. Vielleicht einmal kurz zur Erklärung, wer diese Mechanik nicht versteht. Die Waffen und so weiter, die du da unter Wasser findest, die halten nur so lange, bis der Tauchgang vorbei ist. Und jetzt mal, wenn du eine neue Waffen findest, kriegst du dann an der Oberfläche ein Stück Blaupause von dieser Waffen. Das bedeutet, du brauchst 2 oder 3 Stück von dieser Blaupause, also du musst in 3 verschiedenen Tauchgängen diese Waffe finden, damit du die umbauen kannst, damit du das dann dauerhaft hast. Deswegen glaube ich da ständig denselben Scheiß auf. Verstehen Sie? Das wir jetzt sowieso mal gerne ausprobieren, das Ding. Warte mal. Oh, leck. Alter, wie krass ist denn das Scharfschützen? Weil so behindert. Gut, der Fisch ist dann zerpimmelt. Okay. Den schmeißen wir mal weg. Da haben wir einen Haufen Zeug dabei. Also ja, wirklich einen Haufen Zeug dabei. Die komische weiße Pferdemakrele. Der mal auch weg. Dafür nehmen wir den Barracuda mit da. Passt so. Warum? Au! Nein, der killt uns jetzt wieder. Geh weg! Ich möchte so... Nein. Ja, die Dinger ist natürlich relativ leicht auszuweichen. Jetzt gibt's mir das wieder. So. Oh Gott, die sind zu zweit. Oh, der hält da richtig ekelhaft. Oh, nicht gut. Hauen wir ab. Was hältst du davon, wenn wir abhauen? Hm? Ja, gehen wir. Gehen wir. Nein, da schwimmst wir jetzt nicht nach. Wir tauchen jetzt auf, weil sonst passiert nur Scheiß. Und so einen komischen Rotding finde ich nicht mehr. Was ist denn eigentlich das da? ich hab mir gedacht, ich schieße den kleinen Fisch einmal zusammen und nimm den mit, den haben wir noch gar nicht gehabt. Der Clown-Anglerfisch! Der ist mit Sicherheit teuer. So, Abflug jetzt. Wir haben 54 Kilo dabei. Dann haben wir sauber zu fett. So, beim Auftauchen wird schon immer geraucht, habe ich gehört. Sehr fein. Du hast Nemo gefunden und getötet. Ja, beim zweiten Mal habe ich daneben geschossen, weil er bloß überflossen hat. Das ist das Target, Kleiner. So, wir haben einen Haufen Schund. Schließe den Tag ab. Nö, wir können noch Sachen verkaufen, oder? Jawohl.
Ach, das ist schon... Okay, kann man nur am Tag. Ja, das hat's eh geheißen. Kann man nur am Tag. Ab zur Sushi-Bar. Tipp, wenn du keine Speisen mehr auf der Karte hast, bestellen die... Wow, toller Tipp. Den habe ich richtig viel Zeit gehabt zum Lesen. Jetzt kommt wieder irgendein neuer Krampen. Da! Der VIP ist erschienen, der Vincent Gourmet. Hier ist Yui von der Fernsehsendung Die besten Sterneküche. Heute bin ich in der Sushi-Bar direkt an der Küste auf die Cookstar in aller Munde ist, und zwar im Bancho Sushi. Die Sushi-Bar ist berühmt für ihre ausgefallenen Sushi-Gerichte und bei uns ist heute Sushi-Experte Vincent. Ja, bla. Okay, er möchte wahrscheinlich bestimmt wieder... Ist mir wurscht, ich mag den Scheiß nicht lesen. Komm, hau ab jetzt. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn, wie viele Dialoge das die da einbaut haben. Da kriegst du einen Vogel, Alter. Kim fast zusammen, jetzt, was ich tun muss. Hallo. Bitte. Bitte. Ja, ich muss jetzt wieder bestimmte Sachen finden. Bla bla bla. Auftrag aktualisiert, Vincent's Gourmet, bla. Neuer Inhalt, VIP. Manchmal bestellt ein VIP-Gast ein Gericht, das nicht auf der Speisekarte steht. Beschaffe die Zutaten bis zum angegebenen Zeitpunkt. Kriegen wir hin. Gepunktete Wurzelmundqualle. Was ist eine Wurzelmundqualle, Alter? Keine Ahnung. Keine Zeit für den VIP-Trottel. Müssen wir sagen mal. So, was haben wir da? Torpedo Makrelen. Ja, immer alles veredeln. Oh, macht er jetzt Harakiri? Ja, das ist nur in Nase geschnitten. Boah, leck. Hat schon mal irgendeine bafft. Der Fisch jetzt Angst gekriegt, oder was? Okay. Boah, leck, schau, wir haben da 30 gesehene Dinge, da kann man ewig eine veredeln. Gib ihm. Gib ihm. Stufe 5. Ab auf die Liste. Da geht's zwar... Ah, okay. Jetzt, glaube ich, jetzt hat es gerade kurz Klick gemacht, weil ich einfach ein totaler Volldepp bin. Hinzufügen, veredeln, Menü löschen. Jetzt pass auf. Und jetzt habe ich gerade den Grund verstanden. Jetzt sehen wir erst einmal alles veredeln. Jetzt sehen wir erst einmal alles veredeln, was zum Veredeln geht. So. Von was haben wir mir... Was haben wir jetzt gelöscht? Habe ich jetzt... Was haben wir jetzt gelöscht? Ist das dann weg? Wenn ich es auf der Speisekarte klar da habe und dann von der Speisekarte wieder oben lösche? Ist das jetzt ein Bug oder ist das Absicht? So, jetzt gehen wir nochmal rein. Ich wollte nur von der Speisekarte runter tun und nicht 14 Stück machen, sondern nicht 10. Löschen heißt löscht, ja, aber von der Speisekarte, der soll doch nicht die Zutaten löschen. Das probieren wir jetzt mit so einem Billo-Scheiß da. Mit so einem Ding da. So, da nehmen wir jetzt alle 3 drauf. Ja, so, dann bin ich auf Verwalten gegangen und dann bin ich auf Menü löschen gegangen. Da kommt extra eine Warnung in roter Schrift. Warum wird das was ist denn das für Behinderung? Wir können das nochmal, wir können dann was ändern. Meine Güte, wieso wir löschen man dann, wie ändert man das dann? Gib mir noch irgend so ein Billo-Ding. Möchte jetzt wissen. Verwalten. Ich kann bloß hinzufügen, tauschen, Autokochen, veredeln und löschen. Wir können jetzt die Stückzahl da von 2 auf 1 tun. Tauschen. Ich möchte es aber nicht tauschen. Ich möchte es halt einfach weniger mal im... Leck mir am Arsch. Paletten dort, wie süß aus, wie alles verwerfen im Gesund, wird das jetzt auch wieder gelöscht. Jetzt ist es auch wieder gelöscht. Was ist denn das für behinderte Scheiße? Das ist absolut unintuitiv. Und jeder, der was anderes sagt, ist ein ahnungsloser Vollidiot. So, ausgeschmeißt ist. Wieso löscht... Ich möchte das einfach nur von der Speisekarte haben, das heißt nicht, der soll die Zutaten wegwerfen.
So eine selten dumme Scheiße. So, passt. Ich möchte halt einfach auch gerne einen Punkt haben, wo ich die Stückzahlen anpassen kann. Dreck! So, Personal. Personal hinzufügen. In die Küche. Du hast kein Personal. Okay. So, gehen wir mal Werbeflyer. Der muss klar am Anfang. Okay. Werbeflyer in Arbeit. Paperboy. Werbeflyer, Einstellung hat begonnen. Okay. Es dauert aber bis morgen, bis dann die ersten Ergebnisse da sind. Also ich möchte auf alle Fälle für die Kich-Appen haben. Und Zutaten. Können wir noch was forschen? Haben wir da was? Gelb. Nein, interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Los geht's. Man sollte schon lesen vorher, das hast du von deinem Geskippe. Ja, dann fange ich halt wieder rein. Ich meine, ihr müsst es euch anschauen, nicht ich. Wo ist aber auch der René? Der hätte mal was sagen können. Als hätte es irgendjemand von euch gelesen. Halt bloß dein Maul. So, Grenadine gibt's! Perfekt, möchte ich lesen. Sehr schön. Was soll denn das wissen? Will ich nicht. So, los geht's. Wer war da als erstes so? Weiß ich nicht mehr. Die ist nicht da, ich mag nicht so weit gehen. So. Haifischi. Weiß ich nicht mehr, wer da als erstes da war. Es wird alles ausgeteilt. Oh, da hinten kriegt jemand ein Problem. Da hinten kriegt jemand ein Problem. Wieso machst du den zu essen nicht? Ich schätze, den da hinten werden wir nicht mehr kriegen. Ich arbeite dran. Ich arbeite dran, lauf! Lauf, Fettsack, lauf! Na, nicht drin, nicht! Oh. Okay, jetzt wird's ein wenig stressig. Wird ein wenig stressig. So, auslassen. Ja, Perfection. Oh, nein. Du bist dran. Dann bist du dran. Nee, Smikey, ich kann jetzt gar nicht. Ich muss mich konzentrieren, wenn wir da was bringen. So, einen Haifischkopf bringen wir dem anderen. Aber ein paar Gerichte haben wir noch, aber nicht mehr einen Teifi. Ein bisschen was geht verloren, aber ist ja wurscht. Haben wir gerade schon mehrere verloren. Ja, schaut gut aus. War das der letzte Gast für heute? Smikey, mehr als wieder 5 der Bierger. Ich muss mich jetzt hinhauen. Bis schon seit Mittwoch dauerfett, weil wir auf 11 in Salzburg waren und alles Gute an die auch waren und alles Gute aus Salzburg, Fragezeichen. Alter, du hast doch 14 Kasten Bier in der Fotzen, Alter. Ich hab keine Ahnung, was du sagen wolltest, aber schöne Grüße nach Salzburg, glaube ich. Das ist Mikey, merci dir. Razy, merci wieder €1. Also, ich kann mir wirklich nicht helfen, aber der Dicke schaut aus wie der Steven Seagal. Wer? Gut, wir haben auf alle Fälle 500 Gold gemacht, wir können eine Ausbaustufe mehr, das gelangt. Normal hätten wir Fame-Jährig gemacht mit dem anderen. Kruzifix. Dann müssen wir dann nochmal fragen, was soll ich machen? Alter, was ist denn jetzt? Smikey, merci, Razy, merci. Okay. Der Riesenkraken, jetzt kommt der andere schon wieder mit seinem Boot und 500 scheiß Dialogzeilen. Dave! Dr. Bacon, Dave, ja! Was soll denn das? Ich muss schon 5-mal auf den Knopf drücken und alles, was ich gelesen habe, war Hi Dave, hi Dr. Bacon, ja, okay, hallo, hi Dave, hallo! Komm ab! Jetzt mit 3 Wörtern lesen, wenn ich irgendwo hindrück. So, was ist das? Rosenkranz. Armband des Seevolks. Ein Artefakt des Seevolks in Form eines Armbands enthält eine mysteriöse Energie, die beim Atmen hilft. Erlaubt dir für eine bestimmte Zeit zu überleben, nachdem dir der Sauerstoff ausgegangen ist. Wow, ich bin eine neue Kraft in mir. Ja, bla 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 bla. Das ist ein Item, das kann ich anlegen, da kann ich dann schnaufen, wenn die Luft aus ist. Aber nein, ich muss auch noch mal auf den Knopf drücken, bevor ich es tun kann. Auftrag aktualisiert. Neuer Inhalt, Amulett. So, genau, das wollte ich damit sagen. Du kannst Amulette ausrüsten und sie im Inventar austauschen. Amulette haben unterschiedliche Effekte, die dir im Spiel helfen werden. Vergiss also nicht, sie auszuprobieren, wenn du welche findest. Da wir mir momentan keine anderen Artefakte nicht haben,
Aber die Frage ist, wie kann man das machen? Wie kann man das machen? Wo ist denn mein Inventar? Album? Ist das da? Ah ja. Ach, das ist automatisch ausgerüstet. Okay. Das ist Amulett des Sonnen, erlaubt dir für eine bestimmte Zeit zu überleben, nachdem dir der Sauerstoff ausgegangen ist. Ja, das ist okay. So, jetzt gehen wir noch zu ihm da in den Laden hinein und verkaufen wir unseren Schund, den wir nicht brauchen. Da, bringt auf alle Fälle Geld. Jawohl. Zahnen des weißen Riffhais. Da steht halt nicht dabei, für was man es brauchen kann. Und ich verkaufe über ungern Items, wenn ich nicht weiß, was man... Ja, ob man dann danach später noch was bauen kann und so. Ja gut, dann... ich denke, ich sollte zuerst anrufen. Was? Ach, Duff anrennen. Duffs pinkfarbene... Dann müssen wir einen Duff rufen, das wird nicht helfen. Hey, Mr. Duff. Motherfucker. Ah! Warum bist du so wütend, Duff? Das interessiert mich nicht. Ich habe eine limitierte Version der Leas Chan-Figur bestellt. Was ist was? Los, mich in Ruhe. Kim, bla 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 bla. Lieber Zusammenfassungsbildschirm. Rufe Duff an, erledigt. Untersuche das Wrack des Frachtschiffes. Okay, das kriegen wir hin. Und wir brauchen eine gepunktete Wurzelmundqualle. Wie schaut eine gepunktete Wurzelmundqualle aus? Weiß das jemand? Ich weiß das nicht. So, dann haben wir noch To-Do. Bancho VIP-Auftrag. Ah ja, das ist die gepunktete... Ah, da sieht man ein bisschen, wie es ausschaut. Aber gut, werden wir schon eine finden. Hauptauftrag, untersuche das Wrack. Haben wir auch. Jetzt schauen wir noch in die Eco-Watcher-App rein. Öko-Gesundheitsarmband. Okay. Wir haben aber noch nicht genug gesehen. Wir haben 20 liefern. Liefern. Okay, dann kriegen wir 20 Forschungspunkte. Und jetzt brauchen wir noch 30. Haben wir sonst schon irgendwas erfüllt da? Nein. Erforsche Muscheln. Also da haben wir so komische rosafarbene Muscheln. Die gibt es zwischen 50 und 130 Meter. Ja, ich sehe schon. Erlege Quallen. Das habe ich noch gar nicht gesehen da. Aber sicher nicht, braucht man. Und Fossilien erforschen. Meerespflanzen erforschen. Haben wir auch noch nicht gemacht. Die haben von 0 bis 50 Meter. Da halten wir uns schon die ganze Zeit auf. Naja, gut. Da müssen wir noch ein bisschen rundum gucken. Harpune verbessern, Birger. Mr. Jacki, da haben Sie absolut vollkommen recht. Wo tut man das gleich wieder? Das tut man da im Eindiver. Die Frage ist, also die Luft macht noch nicht so viele Probleme, sage ich dir ganz ehrlich, weil wir eh nicht tiefer tauchen können, da feiert uns noch irgendwas. Aber mir verbessert man die Harpune, das ist mit Sicherheit keine blöde Idee. Ist jetzt nicht mehr der dreifache Schaden, aber gute 70% mehr Damage haben wir. Nicht nur gute, sondern ziemlich genau. So! Mehr Bumbirger! Jetzt sind wir mal. Schon passiert. Danke für den Hinweis. So, Unterwasserpflanzen müssen wir da irgendwie erforschen. Wie tut man das? Da, die kommen... Lol. Die haben einfach nicht ausgeschaut, als könnte ich da draufhauen. Da, 2 von 5. Luft haben wir genug. So. Okay. Was haben wir da? Kochzutaten. Nehmen wir mit Salz, nehmen wir mit. So, Ausschau halten. Nach Quallen. Ja, und nach dem Scheiß da. Was ist denn das? Eine braune Muschel. Haben wir wieder eine Waffe, aber das wird so eine kleine sein, aber das ist immer noch Harpunenschaden plus 4. Tauchen wir mal ein Stück Geld tiefer. Ah, da ist wieder der grüne Hammerfisch. Grüner Hammerfisch, du kannst gleich hergehen. Da gehst du her. Ich stich dich ab, schlitz dich auf von Arsch bis Hirn. Ja, mit 3 Damage brauchen wir nicht anfangen. Da kriegst du einen Baseballschläger. Kriegst du den Baseballschläger auf den Dates? Donk. Der macht 5 Schaden. Auch nicht der Teufel. Da hat's ihn schon. Ach, wir haben ja Harpune geupgradet. Ich Vollidiot. Nehmen wir 2 mit. So, und dann tauchen wir mal weiter eine Runde. Eine Runde weiter. Wir nehmen ein Seil mit. Wir nehmen das mit. Ich glaube, da waren gerade Qualle. Ich habe keine Qualle gesehen. Wo war da Qualle? Da soll ja sowas können wir brauchen. Links oberhalb, Mr. Proxy, ich schau gleich nochmal. Die haben so bräunlich. Oh, Schockspitze, Level 2, können wir brauchen. Links oberhalb. Warte mal.
An da irgendwo Quallen? Ich sehe hier keine Quallen. Oh, da sehe ich aber das da. Was ist das? Ah, das ist Munition. Seestern, können wir auch brauchen. Man kann ja alles brauchen, was mit mir da vorbeischwimmen. Bringt wieder ein Gate. Haben wir erst 6,5 Kilo dabei. Sauerstoff ist bei 100, das passt schon. Nein, Mr. Proxy, ich glaube, da waren keine Quallen. Aber wir haben ja schon mal Quallen gesehen, aber ich habe eigentlich gemeint, die kann man nicht angreifen. Also die kann man nicht töten und dann einsammeln und mitnehmen. Dachte ich. Das ist auf alle Fälle ein Seepferdchen. Kann man das abstehen? Nö. Birger, lass doch das Seepferd da. Oh ja, das können wir sehr gut brauchen. Sauerstoffkapsel kann man gut brauchen. Holzding nehmen wir mit. Jetzt haben wir schon wieder da. Sollen wir wieder einen Haifisch? Nein, ich hab keine passende Waffen, nicht. Nein, Haifisch separiere ich jetzt einmal. Oh! Alter, der kriegt 25 Damage da davon. Den nehmen wir mit. Der war fürs Echo Quest. Haifisch nehmen wir auch mit. Jawohl. So. Machen wir so. Oh, das ist der Schnellboost. Schneller Boost kann man brauchen. Oh, Fossilien. Fossilien müssen wir auch erforschen, das weiß ich noch. Haben wir da, schauen wir mal, was rausfällt. Was haben wir da? Fußknochen, haben wir noch gar nicht gehabt. Können wir brauchen. Jetzt füllen wir da mal unser Sauerstoffdings auf und dann schauen wir mal, ob wir da noch weiterkommen. Ja, und da kommen wir nicht mehr, oder? Doch, ah! Nicht in die Kalksteinhöhle, da bläst es mich weg. Das ist nichts. Das ist nichts. Nicht mich wegblasen, pinke Muscheln brauchen wir. Brauchen wir noch 2. Da ist eine Qualle! Quallige Qualle! Ja, und wie kann man die töten? Soll ich jetzt mit dem Baseballschläger erschlagen? Bist du besoffen? Das Ding brauchen wir auch. Was ich dir sag? Schrotflinten to your face, du Huren. Ah, hat's die schon. Hat's die schon! Was haben wir da? Oh, ein Netz! Ja, dann fangen wir es natürlich mit dem Netz. Und jetzt? Alter, das Netz ist ja voll geil! Und dann werden sie einfach eingesammelt. Ja, easy, Alter. Mit den Fischis? Jetzt habe ich keine Munition mehr. Ja gut, das ist ja nicht so schlimm. Ricky Boy, merci dir! Kein Witz, habe ich gelesen, dass ein Preis 500 Kilometer in die falsche Richtung gefahren ist nach Salzburg, weil irgendwo in Deutschland ein Ort Salzburg gibt. Ja, du musst hab Nachsicht, Ricky Boy. Hab Nachsicht. Sie kennen auch nichts dafür. Es ist ja keiner gekommen und hat ihnen gesagt, was für Trottel das sind. Nein, muss jetzt da eher umeinander schwimmen. Der Zackensepp. Zackensepp, hau ab, lass mich in Ruhe, ich mach jetzt den da und den da. Den hab ich vorher aus Versehen in den Mülleimer geschmissen und da kommen wir nie wieder raus da. Es ist einfach nicht gegangen. Darum. Ja, super Geschichte. Ganz eine tolle Geschichte ist das. Da freue ich mich. Arschlochfisch! Ja, ganz toll. Ganz toll. Killt uns jetzt der wieder, oder was? Weißt du, was der Isaac? Du dämliches Mistviech. Jetzt hat's die! Nimm mich die mit heim! Schlitz die auf von Arsch bis Hirn! Mit meiner nagelneuen Harpune! So kauft's aus! So, Sägehai, den nehmen wir auch mit. Den haben wir schon mitgeholt, glaube ich. Nein, den müssen wir aufschlitzen. Da ist der. Da gehst du her. Mr. Ricky war übrigens merci für den Zwickel. So. Flosse eine Dickkopfmakrele. Ist recht. Du, das ist recht. Was haben wir da? Nehmen wir auch mit. Mal brauchen den schon. Oh, wir haben schon wieder übergewichtig. Und ich glaube, recht viel tiefer können wir nicht mehr. So, was haben wir jetzt noch braucht für den Progress? Weiß ich nicht mehr.
Die komischen pinken Muscheln kann man noch welche brauchen. Schauen wir mal, ob wir noch welche finden da unten. Und weiter wie da können wir nicht runtertauchen, oder? Da ist dann finster geworden. Sehe ich das richtig? Ja, blaues Loch. Ja, zu düster. Da werden wir wahrscheinlich noch irgendein anderer Questgegenstand irgendwann kommen. Schauen wir da einmal nochmal. Ich brauche die pinkfarbene Lieferbox. Suche in der Nähe des Wracks des gelben Frachtschiffes. Ach du Scheiße, das haben wir total vergessen. Das haben wir total vergessen, dass der auch noch irgendeinen Mist braucht. Was, jetzt müssen wir irgendeinen Fisch fallen lassen. Kupfererz haben wir eh so viel. Tu das weg, tu das weg, tu das weg. Holz haben wir auch so viel, tu das weg. Schrott haben wir auch so viel, tu das weg. Drauf geschissen, Hauptsache wir können wieder normal schwimmen und was anderes nehmen wir jetzt nicht mehr mit. Was anderes nehmen wir jetzt nicht mehr mit. Pinke Muscheln brauchen wir noch? Nö. Wow! Was in Gottes Namen bist du? Au! Au! Okay, tschüss! Das glaube ich war Walhai, kann das sein? Ich schwimme einfach in die andere Richtung. Wir haben bei 113 Meter Tiefe übrigens. Okay, tschüss! Der ist mir noch ein bisschen zu dick. Das können wir mitnehmen. Oh nein, 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 nein. Sauerstoff wird knapp! Ist jetzt da nirgendwo mehr Sauerstoffblasen oder was? Das gibt's fix nochmal, das gibt's ja nicht. Vorher waren 2 nebeneinander. Muss doch noch irgendwann eine Seite, ist untergegangen, ich hab's genau gesehen. Die Waffenkisten nehmen wir mit. Komische Kugelstachelfisch, der kann man mit dem Arsch lecken. Ja, nimm mit, also wurscht das. Schlafpfeil. Okay, Sauerstoff ist bei 33. 32. Wir drücken einfach nicht mehr auf den Booster. Da können wir nicht oben. Mehr wie 130 Meter geht gerade nicht. Ja, das ist gut für uns. Das ist das, was ich wissen wollte. In den großen Muscheln ist auch noch Sauerstoff drin. Der ist jetzt wieder bei 145. Da fällt überhaupt nichts! Aber so geschissene Muscheln finden wir auch nicht mehr. Ja gut, dann müssen wir noch mehr auftauchen. Es wird nicht helfen. Aber vorher der Schlung mal... Oh, warte mal. Funktioniert. Birger, du und dein Scheißhaus ein, weil es wieder nicht dabei ist. Funktioniert? Nein, der ist zu groß. Nein, der ist zu groß. Dann muss ich die leider Gottes mit dem Baseballschläger verdrehen. Nein, jetzt hau da ins... Haha, du kommst auch nicht oben da, du Penner. Baseballschläger to your face. Mama, weg! Geh weg! Da gibt's auch nicht mit dir. Jetzt macht's bloß noch 17. Jetzt tut er Schlaf oder was? Was soll denn... Was? Hä? Was bringt denn dann der scheiß Schlafding? Behindert. der geile Bonkton. Nein, Fisch, das ist mein Hühnerfrikassee. Bonk. So, magst du jetzt bitte sterben? Ja, dankeschön. So, die nehme ich noch mit. Und dann verfrachten wir uns in die scheiß Kapsel und schwimmen nach oben. Ist das Fleisch schon mal weichgelupft, aber sauber. Wird sauber herpaniert und Ruhe ist. Da können wir mit dem Ding fahren. Also wir so abhauen. Also wir sehen da jetzt nirgendwo eine Muschel umeinander flackern. Aber nö. So, gehen wir. Wir gehen mal. Ja. Warum es schon wieder 10 vor 10 ist, was übrigens keine alte Sau. Ich schwitze wie eine Drecksau. Das verdammte Scheiß-Spiel ist so simpel, aber einfach flache, einfache Unterhaltung. So irgendwie. Was? Also bespaßt mich schon. So ist das nicht. So, laden. Verkaufen. Haben wir irgendwas gefunden zum Verkaufen? Nicht wirklich, gell? Untersuche das Wrack des Frachtschiffes. Ja, wenn ihr wissen wollt, wo das ist. Jetzt gehen wir noch mit da. So schaut's aus. Wie soll man mir das Frachtschiff finden? Man kann Fische bonken. 11 von 10. Ja, sicher. Ich hab vorher nicht ganz verstanden, was für Pflanzen das ich da erforschen kann und welche nicht. Die haben nicht so ausgeschaut, als könnte ich das anklicken. Und wie zur Hölle soll jetzt ich das Wrack finden? Kann man das mal sagen? Das Wrack ist beim Tigerhai. You serious? Das glaube ich nicht. Was haben wir? Oh, der dreifache Achsel. Sauber aufgewertet. Muscheln nehmen wir mit. Wollen wir es kennen?
Der Toto schreibt links unten. Ich weiß jetzt nicht, warum wir das glauben sollen. Vielleicht kommen wir mal. Komplette Liste, Details. Ich brauche die pinkfarbene Lieferbox. Suche in der Nähe des Wracks des gelben Frachtschiffes. Ja, also irgendwie ein Indikator, wo das ist, war halt schon toll, gell? Der Tigerhai ist ein Wrack. Ja, ich glaube auch. Und da brauchen wir... Ah, brauchen wir nicht mehr, oder? Nein, brauchen wir nicht mehr. Da ist ein Wrack! Das ist aber heute nicht gelb! Da, den fetten Gelb nehmen wir mit. Nein, nehmen wir nicht. Wieso möchtest du denn jetzt meinen Monitor schon wieder ausschalten? Fucking Energiesparmodus. Rote Koralle nicht vergessen. Ja, da ich gern, aber ich wollte... Da ist eine pinke Muschel, die ist wichtig. Eine brauchen wir noch. Oh, so eine scheiß pinke Muschel wird da wohl noch irgendwo mal anlegen. Kochutensil. Haben wir da? Oh ja, das ist der schwarze Essig, das brauchen wir für das Special-Gericht, das weiß ich noch. Nein, das wollte ich nicht. Kalksteinöl, da platzt mir bloß wieder in der Wegschicht umeinander. Mag ich eigentlich auch nicht sein. Ah. Oh, da haben wir noch mehr ein Fossil. Sehr schön, das ist das letzte Teil fürs Fossil. Und was ich mit dir jetzt tue, du Drecksmistviech? Du kriegst die Schrotflinte in die Fresse. Ist mir wurscht, wie du dann benannt bist, du Kackviech. Oh, Schloch, Mistviech. Den nehmen wir mit. Da ist gleich wieder Munition. Barracuda brauchen wir auch nicht. Wo soll denn das Wrack sein? Wo, Wrack, wo? Der Toto sagt links! Toto, ich glaub, du lügst mir an! Ich schwimme jetzt nur nach links. Ich glaub, der Toto, der lügt mir an. Toto, wenn das da nicht ist. Da hab ich wieder vom Squid angeschissen. Und da geht's nicht weiter nach links. Oh, ich glaube, das ist ein Trap. Hansi, da hast du recht. I trust him. Ich schwimme jetzt einfach mal nach links, wer weiß, vielleicht hat er recht, aber jetzt müssen wir erst mit Sauerstoff aufladen, sonst bin ich wieder hier. Toto? Ich glaube, dann müssen sie meine Moderatoren einmal ausprobieren, wie das Bannen auf YouTube funktioniert. Toto? Nein, nicht eine Schwab! Nein! Wieder vorgeschwappt! Schwab mich nicht! Jetzt schwab mich nicht! Lass mich da hinten jetzt! Schluss! Oh, pinke Muschel. Okay. Aber ich sag das. Ich bin links. Weiter links geht halt nicht. Oh, da fahren wir jetzt durch. Da ist überhaupt nichts, Toto! Toto? Toto, ich glaube, du schwindelst mir irgendwie an. Toto, ich glaube, da bin ich angeschwindelt worden. Digga. Press F für ein Toto. Press F für ein Toto. Und zwar jeder, der im Chat ist. Jeder. Toto, beste Mann am Platz. Toto, beste Mann in Pacific Ocean, Alter. Ab in den Chat! F für den Toto! Toto, bester Mann in Wasser drin! Neopren Toto! Da, meine liebe Leas-Chan! Bringen Sie mich so schnell wie möglich, beende den Auftrag!
Oh oh. Bitte sagt's mir nicht, dass das... Bitte sagt's mir nicht, dass es seine Gummipuppen war und der Riesenkrake er mit seinen Gummipuppen gestohlen hat. Habe ich das gerade richtig verstanden? Ja, und den auch. Was hat die gerade mit meinen Lehrern schon? Sie verschwanden in unergründlichen Tiefen. Scheint eine riesige Lebensform gewesen zu sein. Ja. Bitte zieh los und hol sie zurück. Moment mal, das sieht offensichtlich gefährlich aus. Außerdem sind die Türen auf dem Schiff alle verschlossen, also komme ich nicht hinein. Glaubst du wirklich daran? Hätte ich nicht gedacht, bevor ich Lehrerschein Rettungsplan ausgeheckt habe? Ich gebe dir meine Geheimwaffe, den Brennschneider. Selbst in diesem Moment wartet Lehrerschein auf ihren Meister. Kommt zum Boot, ja. Das heißt, ich muss da wieder hintauchen. Du kannst mir mit dem Arsch lecken. Der gute Toto hat uns zum Ziel geführt. Toto, das werde ich niemals vergessen. Never forget. So, wir haben noch einen Haufen Gewicht. Was nehmen wir jetzt da mit? Weißt du, was ich dir so... Leck, probieren wir es. Ich glaube, es ist keine gute Idee. Oh Gott, ich glaube, es ist keine gute Idee. Scheiße. Okay, tschüss! Na, geh weg jetzt von mir! Ist frei! Ich geh nach Hause! Okay, tschüss! Da lege ich mich doch lieber wieder mit dem... Ist mein... Puh, der wollte mich essen. Jetzt geht mir dann gleich wieder die Luft aus. Aber ich habe das gute Armbandel, da fällt sich nichts. Den anderen Typen nehmen wir schon noch mit. Oh, oh, oh. Tu dich nicht hinunter, der kriegt's einfach in den Anschein. Das mag er, im Anschein mag er's. Wirklichkeit. Ja, wie viel holst du aus? Behindert. Ah, mega offen. So, und dann dürfen wir schauen, dass wir lang gewinnen. Das sagt er eh. Wir haben fast ganz voll. Fast. Ah, brumm, brumm. Warnung, Luft wird knapp. Ja, ich hab schon gespannt. Da bin ich da. Nein, da ist wieder der andere. Ich kann's nicht lassen, Kinder. Ich kann's nicht lassen. Ich muss schauen, was da drin ist. Ich weiß nicht, wie man das macht. Oh, was ist denn das? Bombenfalle mit Sensor? Oh, oh. Oh, oh. Jetzt wird's eng. 28. Sauerstoff 28. 27. Na, Barracuda Sepp. Nein, au! Nein! Ah! Der Barracuda Sepp hat uns gegessen! Wenn du gerettet wirst, was? Kannst... Was? Ich kann ein Objekt kann ich mitnehmen. Ist das der Ernst? Are you serious? Atlantische Seeteil verfügbar. Beenden. Im Ernst jetzt? Ist da jetzt alles weg? 입니다. 떨어져. 엉덩이야. 입니다. 하쇼. 입니다. 엉덩이야. 여기다. Tja, was ich da sagt dazu? Ist jetzt da wirklich alles weg, bis auf der eine. Tja, irgendwie gute Szene ist. Aber, oh shit, den hab ich immer noch nicht an ein Ding angepasst, aber egal. Ja, das war der 80. Topf. Sag ich dir, was ist. So, jetzt gehen wir noch einmal ins Sushi-Restaurant, gehen wir noch rein. Sag ich dir, was ist. Ich sag das ist der Morgen nicht mehr. Das demotiviert mich jetzt gescheit. Ich meine, natürlich ist alles weg, was soll denn sonst, da war es ja total wurscht, wenn du stirbst. Ja, der Greed war schuld. Da hast du absolut recht, Mr. Lotzit. Bancho Sushi öffnen. So, Menü. Was haben wir da? Veredeln. Jawohl. Personalbewerbung skippen, gut, ist da mir scheiß wurscht. Ist da mir wurscht.
Tu das weg. Haben wir schon gesehen. Passt schon. Wählen, 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 Stufe 6, passt schon. So. Kommt auf die Liste. Stufe 6, kommt auf die Liste. Was haben wir sonst noch? Hochstufig. Nicht ein Teufel. Das haben wir noch. Kommt auf die Liste. Kommt auf die Liste. Und der Haifisch-Sepp kommt sowieso auf die Liste. So. Dann gehen wir ins Personal hinein. Personal, wie? Ich hab doch da schau hin. Level 1, Masayoshi. Level 1, der Pi. Oder die kosten alle 500 Gold. Kann ich mir nicht leisten. Anheuern. Was haben wir noch? Kochen, der hat 50. Den nehmen wir. Anheuern. Nicht genügend Mittel zum Einstellen. Ja, dumm. Dumm. Was haben wir da? Timmy Boy! Sag mal, Birger, liefert dein Bar auch Sushi? Von dem ganzen Gerede über Sushi habe ich voll Bock drauf. Ja, dummerweise ich, ja. Was? Sushi ist halt auch noch so ein Essen, das bei der Hitze ganz gut geht. So! Ja, Sushi-Bar öffnen. Hauen Sie rein. So, wir haben übrigens keine gepunktete Wurzelmundquale. Ja, warum wohl? Weil ich Suffer bin! Perfection, Bitch. So, gib ihm. Schluss. Perfection, Bitch. Ja. Jetzt wird Sushi ausgeliefert, damit es klar ist. Gib ihm. Weißt du, wenn sie unsere Bedienung, die automatische Bedienung, mal neben einen Kochi stellen hat, dann darf es vielleicht auch was zu reißen. Also, wenn sie jetzt mehr als 5 Meter hinlaufen muss, das ist nicht sehr effizient. Machen wir so. Dann bringen wir einen Tee. Und wir rennen zusammen. Ja. Perfection. Achtung. Haben wir. Nein, das nehme ich. Und das nehme ich. Schneller. Sehr schön. Nehme ich. Den Teller rammen wir auch gleich zusammen. Ja. Wieso geht jetzt das nicht? Oh, ja. Geht schon. Haben wir nochmal einen Teller. Haben wir noch 2 Haifischköpfe. Bringen wir hier. Und ja. Und dann ist schon wieder gut. Oder was? Verbessere jetzt deine Bewertung. Schau mal in deine Cookstar-App. Ja, jetzt schon einmal. Was haben wir verdient? Oh, 829. Ja, der Progress ist schon da. Da hätten wir jetzt noch mehr verdient, wenn wir die ganze Scheiße nicht verloren hätten. Mit Trottel! Du einen Krang nicht vollkriegen kannst, du fetter Huren! Der VIP kommt morgen. VIP-Besuch. Aber weißt du, was ich dir sag? Ist mir scheißegal. Das ist... Da müssen wir jetzt... Wir machen... Eins mag ich jetzt noch schnell sehen. So, das kann man so... Wir haben noch orange Seesterne, hätten wir noch braucht. Das haben wir ja auch immer noch nicht fertig. Doch, das haben wir ja halt die Erfahrung. Ja. 2 lila Muscheln hätten wir noch braucht, die hätten wir gehabt. Seesterne hätten wir sicherlich auch gehabt. Den scheiß Fossilien-Scheiß hätten wir auch gehabt. Das demotiviert mich ein bisschen jetzt, muss ich sagen. Das demotiviert mich wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Was hält man von dem Spiel? Was hält man von dem Spiel? Ich kann's dir nicht sagen. Sag ich dir, was es ist. Du hast schon konsequent Progress, so ist das nicht. Aber irgendwie ist doch die ganze Zeit das Gleiche. Es ist ganz cool, es befriedigt deinen Freischalttrieb, deinen Entdeckertrieb und so weiter. Aber, ja, wie es der Winky schreibt, die seichte Unterhaltung, das musst du in dem Moment gerade mengen.
auch das, was der Andal sagt, birgt viel Potenzial, ausbaufähig, würde ich sagen. Ja, das auf alle Fälle. Wobei es schon ziemlich viel gibt. Ich glaube, das ist ja gerade erst in die Version 1.0 gegangen. Spiel ist gut, schön chillig und leichte Unterhaltung. Ich glaube, das ist was für Leute, die Story mögen. Ja, ob jetzt da recht viel Story drin steckt. Ja, hat der Floki auch nicht da einmal eine gute Idee gehabt. Ja, es ist ganz okay. Aber ich glaube auch, für mehr wie 2 Streams gibt es nichts her. Das ist schon etwas sehr seicht. Außer ich weiß nächste Woche nicht, was wir am Mittwoch tun. Wenn es im Sale herkommt. Ich meine, das ist ja im Prinzip schon im Sale. Was kostet es? 15 Euro? Oder 17 Euro oder irgend sowas? Das ist okay. Ein bisschen mehr Fortschritt auf die Spieldauer war nicht schlecht. Nein, das ist ja immer so im Stream. Ich viel labern, viel vorlesen, viel umeinander blödeln. Ich meine, du kennst es ja eh, dass wenn du das allein spielst, Solo spielst, wo du dich auf sonst nichts konzentrieren musst, dann wird man Welten weiter. Welten, bin ich mir sicher. Lieber nur mit Brotato. Ja, es gibt ja nur andere Spiele außer Brotato und Dave the Diver. Was ich gerne ausprobieren darf, ist Halls of Torment. Das ist auch sowas wie Brotato, bloß anders. Hat so ein bisschen einen Diablo-Flair. Das sehe ich eigentlich nächsten Montag. Und nächsten Mittwoch, also diesen Mittwoch, der jetzt kommt, spielen wir noch einmal eine letzte Runde Aliens. Eine letzte Runde. Ich komme wahrscheinlich nicht dazu, dass ich vorausspiele. Ich bin das ganze Wochenende nicht dazu gekommen und ich komme wahrscheinlich am Morgen nicht dazu, dass ich noch vorausspiele. Da haben wir uns um einen Podcast ein wenig kümmern müssen, damit wir die Sommerpause vollkriegen und die nächsten Folgen vollkriegen, weil wir nämlich dann intern 6 Wochen Pause machen und uns nicht mehr sehen, damit wir nach der Sommerpause mal wieder ein bisschen mehr Gesprächsstoff haben. Und nächste Woche Halls of Torment und eventuell, wenn mir am Mittwoch nichts einfällt, Dave the Diver. Oder es kommen nur ein paar Indie-Games von euch. Oder ich habe auch haufenweise auf der Liste, auf die ich dann spontan Bock habe. Sprengeschreit! Halls of Torment braucht ein paar Stunden Grind, damit die Progress-Spirale kickt. Ja? Fangt die nicht halbwegs schnell an, da werden wir in 2 Stunden wieder nichts sehen, oder wie? Bagel doch irgendein anderes Game aus, das sinnfrei und lustig ist. Hab da volles Vertrauen in dich. Ja, ich meine, da fällt mir jetzt halt spontan auf die Schnelle auch nichts ein. Aber, ich sag das jetzt, wie es ist, fürs Erste, glaube ich, bin ich mit Dave the Diver, bin ich mal durch. So, zumindest für den Stream. Ich kann mir vielleicht gut vorstellen, wenn dann Sommerpause ist und ich mal Zeit habe oder mal runtergekommen bin und bla bla bla. Ich meine, da ist ja bloß noch 3 Wochen hin, ist vielleicht auch mal eine kurze, wichtige Ansage. Die Sommerpause steht ins Haus. Und zwar sehen wir uns noch 3 Wochen. Ja, der letzte Stream ist am 2. August, glaube ich. Ja, am Mittwoch machen wir noch einen Blättschmerz, Sommerpause und dann bin ich den ganzen August weg. Der erste Stream ist dann am 4. September, das ist am Montag, Blättschmerz, was war im Stream los. Und dann ist am Mittwoch, kommt dann im September Starfield. Und da werden wir reinsuchten. Kann ich euch gleich schon sagen. Dann freue ich mich ganz furchtbar narrisch auf nächsten Donnerstag auf Diablo Season. Habe ich Bock, sage ich dir, wie es ist. Ob ich da einen Stream einschalte, weiß ich noch nicht. Mache ich spontan. Spielst Jagged Alliance 3, Freier, wenn's kommt, mit Sicherheit. Ich bin Jagged Alliance Fan. Nicht seit dem 1, da habe ich es noch nicht so wirklich gekannt, aber das 2er habe ich damals gespielt. Und das soll gar nicht schlecht sein. Und schaut auch gar nicht schlecht aus. Kann sein. Und ja. Auf alle Fälle habe ich halt dann alles gleichzeitig wie halt jedes Jahr. Dieses Spielchen machen wir jetzt seit 6 Jahren. Ich bin immer im August nicht da kommen keine Videos, da kommen keine Streams, da kommt einfach kein gar nichts. Da verballert ich auch meinen ganzen Urlaub, da möchte ich nichts hören und nichts sehen und ich möchte einfach da, auf was ich Bock habe und über nichts nachdenken. Mindestens 3 Wochen lang. Und in der letzten Woche dann bin ich sowieso schon wieder am Arbeiten und dann auch an mir Gedanken mal so, wir starten mal nach der Sommerpause, dann geht der Podcast wieder weiter, der Podcast reißt übrigens nicht ab. Wir produzieren wieder Folgen vor, aber halt kurze. Ja, das sind so 10 Minuten, Viertelstunde Dinge, wo wir uns, ich habe euch ja gebeten, in die Kommentare halt zum Schreiben, hey, nehmt uns kleine kurze Themen für die Sommerloch-Stoppfolgen. Und da unterhalten wir uns 10 Minuten, Viertelstunde drüber und das kommt dann als Video und als Sounddatei, damit da nicht einfach nichts kommt, während ich weg bin. Ja.
und wie es dann nach der Sommerpause weitergeht, das überlege ich mir dann in der letzten Septemberwoche. Zitronenbaum, merci dir! Was ist denn mit dem Spiel Super Fantasy Kingdom? Hat er dir mal gezeigt und dann hat es jeder gespielt, ist gerade als kostenlose Demo auf Steam. Was ist denn Super Fantasy Kingdom? Das muss ich mal kurz einmal anschauen, ob ich das vielleicht selber schon einmal gesehen habe. Wenn ich da einen Text außerkopieren darf, aber ich darf einfach nicht. Mein Gott, diese Drecks-Apps, das ist so behindert gemacht als Super Fantasy Kingdom. Bilder. Was war? Ja, das habe ich auch bei ihm gesehen. Ich weiß aber nicht mehr, um was das. Ich habe es nicht angeschaut. Also, ja, ich glaube, ich habe das Intro gesehen, ne, und dann bin ich eingeschlafen. Oder was auch immer. Ja, mal gucken. Mal gucken, was es kann. Vielleicht ist es was. Wir haben im Indie-Game-Sommer, je kleiner die Spiele, desto besser, aber sie sollten einigermaßen was sein. Also nicht irgendwelche totale Drecksspiele spielen, da habe ich keinen Bock drauf. Aber gut. Super Fantasy Kingdom habe ich die Demo gesuchtelt, braucht noch viel Arbeit. Das, glaube ich, war der Grund, warum ich ausgeschaltet habe. Jetzt habe ich so ein kleines Déjà-vu. Das hat, glaube ich, nämlich der Henno auch gesagt. Es ist halt nur sehr früh und sehr früh in der Entwicklung und ja. Retro Check Alliance 2.1.13 war leck. Nein, da sehen wir nichts in 2 Stunden oder maximal 3, sage ich mal. No an Sons of the Forest Turmbau zur Bürger Community gesagt. Nein, dann wird es nicht nochmal geben. Was ist denn da wieder los? Camouflage Sepp, jetzt wieder entwickeln. Battle Brothers wieder errunden. Das Spiel hat auch positiv überrascht. Ja, vielleicht. Mal gucken. Hab ich die Spielstände noch? Hat das? Bitte sag mir, das hat Steam Cloud. Das haben wir nämlich das letzte Mal, glaube ich, gespielt, bevor ich meinen neuen PC gekriegt habe. Hat das Steam Cloud? Moment, muss ich noch schauen. Steam Cloud, ja. Kann man eigentlich, ja, da muss der Sprengi wieder spalten. Herr Habe! Was ist da los? Wieso wird das nicht angezeigt? Verstehe ich nicht. Ich tue das mal retriggern, damit nichts passiert. Herr Habe! Welcome to the Squad. Merci wieder Mitgliedschaft. Er hat nicht wieder Mitgliedschaften umsonst. Ich weiß nicht, was da los ist. Mike, merci dir. Welcome to the Squad. Der Schnallnix schreibt, bin auch raus, danke für die Unterhaltung, Triple F für die Mods, gute Nacht, Schnallnix, hauen Sie sich hinein. Wie wäre es mit Disco Elysium? Das habe ich offstream schon mal angefangen, habe es aber nicht ganz fertig gespielt und das ist sauber zu lang, das Spiel. Und ihr merkt es doch da in den Spielen schon, wie da jetzt bei den Dialogen, dass ich nicht gern im Stream lese. Das hat nicht den Grund, weil ich nicht lesen kann oder sonst irgendeinen Scheiß, sondern weil das einfach nicht, ich möchte es einfach nicht in meinem Stream-Konzept haben, dass 90% Text ist. Und Disco Elysium ist nix außer Text. Da sitzt du teilweise offstream einmal, teilweise 10 Minuten, Viertelstunde in einem Dialog und bist nur am Lesen. Das ist nix für einen Stream. Heuer kommt noch ein neues Deponia. Ja, auch erst mal abwarten. Die haben nicht die Deponia-Macher dafür verantwortlich, dass das Gollum-Spiel so beschissen ist, dass es jetzt spät ist. Dragzap! Bloons CD6, da hat dir bestimmt richtig down, da ist Suchtfaktor vorprogrammiert. Warte mal, das war das mit denen. Ist das nicht diese? Warte mal. Wieso kann ich da nichts tippen? Bloons CD6. Für 3,44 €. Ah, das ist das Quietschi Bunti Tower Defense Ding, oder? Ja, da haben wir letztes Mal schon drüber geredet. Das hat 231.000 positive. Freier! Schluss jetzt! Schluss! Keine goldenen Rahmen zu solch später Stunde. Und ich weiß nicht, danke für was. Ich muss Danke sagen. Freier, Dankeschön. Schluss. Bussi aufs Nussi. Battle Brothers, erster Stream. Birger, braucht's das? Dritter Stream muss ich haben und dann über 100 Stunden drin versenkt. Ja. Man nennt mich einen Ahnungslosen. Was weiß ich schon? Das sind die schönsten Kommentare. Erster Stream, oh Gott, braucht's das, Alter? Was ist denn das für ein Kackspiel? Dritter Stream, 100 Stunden später so. Wieso? Heute ist Dienstag? Moment mal. Wieso pfeifen eigentlich die Vögel draußen schon? Telefon, 15 Anrufe auf Abwesenheit. Scheiße, das ist 15 Mal der Chef. 22 Mal die Alte. Fuck! Birgit, du Arschloch. Bloons CD! Was soll ich da sagen? Machen wir nächste Woche. Montag Bloons CD. Quietschi Bunti Scheiße.
Mittwoch Halls of Torment. Ist das ein Deal? Hört sich das gut an? Schauen wir mal. Halls of Torment. Ich muss mir bloß Bloons noch mehr aufschreiben. Bloons TD6. Ist das eine Idee? Dragon Cry schreibt, ja! Freier nochmal ein ernst gemeintes Dankeschön. Ohne Oblehren und so. Haben wir da nicht beim Wongel. Ist wichtig. Bisschen schon, aber nicht wirklich. Und falls doch, rechts oben ist der X-Button. Okay? So. Und kannst du mir jetzt mal bitte 400 bis 500 Euro am Tag spenden, damit ich klarkomme mit meinem Leben? Und ja, ich kann nur mehr Pause machen, wenn... Es ist so utopisch. Na, Birger, sofort aufhören davon zum Schmerzen. Schluss. Dani, merci dir. Wie wär's mit Stronghold Crusader HD als Retro-Reise? Erst letztens wieder durchgesuchtelt. Bin ich mir nicht sicher. Stronghold, glaube ich, hat es genau 1 oder 2 gute Teile gegeben und der Rest war alles Schrott. Darum bin ich mir nicht so sicher, da lässt sich keine Retro-Reise nicht wirklich machen. Eine Retro-Reise besteht ja immer so eine halbe, dreiviertel Stunde in eine Spur hineinschnuppern und dann der nächste Teil und dann der nächste Teil, um zu sehen, wie sich das Spiel entwickelt hat. Da hätte ich im Übrigen das nächste Mal, wenn wir das machen, Fallout auf der Liste. Aber das bedarf immer einiges an Vorbereitung und so. Und ich sag's euch, wie es ist, da habe ich gerade keinen Bock drauf. Es ist so dreckig heiß und ich kenn's das. Das ist wie wenn du vom Volksfest heimgehst, musst unfassbar krass pissen und bist noch 100 Meter von dir daheim weg und alle 5 Meter wird's schlimmer. Und je netter du dran bist, umso schlimmer wird's. Und so geht's mir mit der Sommerpause über und mit dem großen Sommerurlaub einfach. Jetzt haben wir 3 Wochen vor Schluss und es ist wirklich einmal einen Monat lang, fast zumindest, oder 3 Wochen auf alle Fälle, nichts. Und es wird immer nerviger, alles. Sogar das da teilweise, weil es einfach 80 Grad darin. Los, es muss jetzt gar sein, es muss eine Pause her. Ich hab die Schnauze voll. Und deswegen habe ich keinen Bock, nicht eine Retro-Reise herzurichten, sag ich dir, was es ist. Sag ich dir, was es ist. Bin ich so ehrlich, it is what it is. Ich schreib's noch einmal. Jalopy ist ein saugutes Spiel. Was ist Jalopy? Kenn ich nicht. Jalopy. Game. Mal schauen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Muss ich schnell in Steam mal schauen, noch kurz die Beschreibung lesen. Jalopy. Jalopy. Für 4,50 Euro geht das hört sich schon mal gut an. Build, repair, refuel and drive a dilapidal old car on a grand journey through the territories of the former Eastern Bloc. Explore Germany, Ungarn, Jugoslawien und Bulgarien. Ja, aber was muss man da tun? Die Grafik schaut aus wie aus dem Zweiten Weltkrieg. Es hat halt auch 6800 positive Bewertungen. Was ist denn das wieder? Weißt du was? Schreibe ich mir gleich auf. Kommt gleich die Woche drauf. Jalopy. Ja, so Spiele bis 5 Euro. So Spiele bis 5 Euro haben genau die richtigen. Die Musik ist richtig retro, ja? Was hältst du von Only Up? Nein, das spielt gerade jeder Vollidiot, das ist nur scheiße frustrierendes Drecksspiel und sonst gar nichts. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Kauf dir doch endlich mal ein Klima für den Raum, statt immer zu meckern. Weiß ich nicht, kaufst du dann ein kleines Atomkraftwerk, das man Strom zahlt? Für das Ding. Das war geil. Oder zahlt mir vielleicht jemand die, weiß ich nicht, was kostet so ein Ding, so eine Anlage zum Aufhängen? Mit Sicherheit 500 Euro aufwärts. Für die 2 Wochen im Monat, oder im Jahr, wo es richtig ekelhaft heiß ist. Wenn es mal nicht zahlst, dann leg es auf. Ist halt ein Survival-Spiel, wo du hauptsächlich nur rumfährst und das Auto am Leben hältst, bis du am Ziel bist. Okay. 500er bist dabei, ja. Und dann pro Stunde noch mehr einen 20er oben drauf geschissen. Na, die Spend werden's schon richten, lull. 300 bis 400 Euro für Standgerät. Ja, aber Standgerät, da muss ich wieder irgendwo... Ich bohre doch nicht für ein Standgerät ein Loch in die Wand, dass ich die Abluft da rausblasen kann. Bin ich behindert? Wer tut denn sowas? Ventilator funktioniert leicht nicht, beziehungsweise hast nicht, doch, habe ich schon leer. Der steht da direkt neben mir und bläst mich schon die ganze Zeit so. Aber es hilft halt auch nicht recht viel, wenn es da herin grundlegend über 30 Grad hat und die hat es
Ja, sehe ich gerade nicht hin. Aber vorher hat es 29,8 oder so gehabt, und jetzt 2 Stunden später hat es locker über 30 gehen. Wenn man das Ding halt einfach die warme Luft ins Gesicht einbläst, hilft es mir halt auch nichts. Abluft vom Standgerät kannst du über die Balkontür rauslassen. Ja, aber da darf ich gerne aus und eingehen über diese Balkontür. War halt geil. 30 Grad Umluft, Backofen. Richtig springen. Genau das. Mobile Klimageräte ab 300 €. Was ich mir, ja genau, Pfarr, ein Fenster mit Blende. Ich müsste mal ins Fenster ein Blenden einbauen und keine Ahnung was. Und dann habe ich, das ist halt dann jetzt einfach, weil da ein Schreibtisch davor steht, dann müsste ich das Klimadingsbums da aufstellen. Dann kriege ich es ist ein bisschen unkampert zu erklären jetzt, aber ich kriege das Fenster dann nicht gescheit auf, damit ich das gescheit verdichten wieder zumachen kann. Dann steht da mittendrin dieses Scheißding. Dann ist das nächste, das Teil ist ungefähr so laut und steht dann ungefähr so 30 cm da neben mir. Oh, ja. Einfach na. Einfach, I just know. Okay? Feier, Schluss! Für die Biergaranlage. Nein, nix jetzt. Das war kein indirekter Aufruf. Es ist mir einfach zu teuer, so eine Spirenzchen für 3-4 Wochen im Jahr. Wenn überhaupt, wo es so ekelhaft heiß ist, dass du das nicht erpackst. Wohne im Dachgeschoss mit Ventilator, habe ich 200 Grad Umluft. Nein, ehrlich, bei 26 Grad habe ich 23,8 Grad in der Wohnung und das Dachgeschoss. Ja, dann passt es. Klimadonations für jede Streamstunde. Wenn du mal frieren willst, kann der auch minus 40 Grad bieten. Mach mal einen Kühlraum da, damit ich da die Sau reinhängen kann. Ja, dann schwitze halt und kriege einen Hitzschlag. Ja, dann kriege ich dann. Dann ist wenigstens eine Ruhe, dann kann ich wenigstens krank, dann kann ich mich wieder selber krank schreiben, das ist gut für mich. Bierger, Baumarkt, Wandelkaffee mit Wasser auffüllen, Füße reinhalten. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee, das kann man sogar leisten. Ich knicke der Huren. Dachgeschoss ohne ausgebauten Dachboden habe ich jetzt noch knapp 30 Grad. Ja, ungefähr so ist es hier auch. Es ist nicht direkt das Dachgeschoss, aber direkt drunter. Und ja. Sieg schon dieselben Probleme wie ich, aber ich hab's mir tatsächlich gegönnt für die richtig harten Tage. Wohne unterm Dach, hab teilweise 35 Grad in der Bude. So viel hab halt ich nicht. Sagen wir es so, es ist unangenehm und es gibt 2 Wochen. Jeder kennt die 2 Wochen im Winter und die 2 Wochen im Sommer. In die 2 Wochen im Winter, da wo es minus 10, minus 15 Grad hat oder noch mehr. Und die 2 Wochen im Sommer, so Mitte August ungefähr, da wo es teilweise 35 Grad aufwärts hat, da wo es in der Nacht so richtig krass ekelhaft ist. Ja, und wegen denen ist es mir einfach zu blöd, 500 € aufwärts auszugeben für einen unkamperten, potthässlichen Scheißkasten, der dann mitten da steht, der eine Scheißgaudi macht, saufe Strom kostet. Da bin ich einfach zknickert. Klima entfeuchtet halt auch, was die Temperatur deutlich angenehmer macht. Tipp, hängen feuchten Lappen auf vom Ventilator, Verdunstungskälte. Was auch funktioniert ist, wenn es da gefrorene Flaschen, wenn es da groß, ich habe so ein, ja, es ist ein Standventilator, das ist einfach so ein Wurst, wenn man bei Amazon bestellt und der wedelt. Und wenn es da dahinter und davor eine gefrorene Plastikflaschen Wasser hinstellst, das spürst du schon. Wie du schon sagst, Verdunstungskälte. Hinten saugt er an, vorn bläst er drüber und dann ist es einfach kühlende Luft, als wenn er da einfach die pisswarme Scheiße ins Gesicht reinweiht. Wenn es kalt ist, kannst du wenigstens Decken nehmen, aber im Sommer mehr wie nackert ausziehen kannst du nicht. Das ist ja genau, das ist absolut richtig. Und diese abgefuckten Sommerleute. Ich mag den Sommer, der Sommer ist so super. Ja, 2 Sekunden später, oh Gott, das ist so heiß, oh Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll, oh Gott, überall sind Staunsen, oh Gott, das ist 3 in der Früh und es hat 38 Grad. Ja, grüezi fix nochmal. Eine Metallschale mit Eiswürfel und Salz drin kühlt auch. Wie war das gleich wieder mit? Ich erinnere mich im Physikunterricht daran. Wenn man in Eiswasser ein Salz eintut, wird dann das Wasser nicht kälter wie 0 Grad, ohne dass es gefriert? Irgendwie so war doch das. Entschuldigung, ich war schon lange nicht mehr im Physikunterricht, man korrigiere mich. Irgendwie sowas war da. Darum nimmt man halt auch Salz fürs gefrorene Dings her, damit es halt einfach nur schmelzt. Aber es wird kälter. Also das Wasser geht dann unter 0 Grad. Aber gefriert halt nicht mehr. Darum nimmt man halt auch Salz im Winter zum Strahlen her.
Und das heißt dann, jetzt pass mir auf. Eigentlich müsste jetzt das Salzwasser machen. Oder? Eigentlich müsste jetzt das Salzwasser machen. Damit eine Plastikflaschen füllen, damit es nicht zerreißt, wenn es doch gefriert oder was auch immer. Oder dehnen sie das dann aus? Nein, wenn es kalt ist, eigentlich zieht es eigentlich zusammen. Was passiert denn dann? Was passiert dann? Wenn das Wasser kalt wird, dehnen sie sich dann eigentlich aus? Oder tut es erst, ab dem es Eis wird? Durch die Eiskristalle wahrscheinlich erst, wenn es zu Eis wird. Normalerweise, wenn es nicht gefriert, oder durch Salz nicht gefrieren kann, dann passiert einfach gar nichts, oder? Dann gewinnt es und verliert es nicht an Volumen. Sag ich das richtig? Ja, das mit dem Eis weiß ich schon. Aber wenn ein Salz drin ist, dann gefriert es ja nicht. Dann gibt es kein Eis. Was ist dann? Dehnt es sich aus? Bleibt es wie es ist? Oder zieht es sich zusammen? Minus 5 Grad Salzwasser ins Wandel, 4 sei. 4 Grad ist größte Dichte. Was? Wenn Eis dann größeres Volumen als war, das weiß ich alles. Wahrscheinlich hinkt jetzt der Chat ein wenig noch. Ich weiß schon. Ich weiß, wenn Eis, Ausdehnung. Darum zerreißt zum Beispiel auch Bierflaschen in der Tiefkühle. Das weiß ich. Ist mir klar. Durch die wahrscheinlich Eiskristalle, keine Ahnung, wird das Volumen einfach mehr, weil er Luft dazwischen ist oder was weiß ich. Ist ja vollkommen wurscht. Wasser zu Eis dehnt sich aus. Okay. Nochmal. Salz im Eis. In Wasser. Dann gefriert Wasser nicht. Kein Eis. Was dann? Was ist dann? Das will ich wissen. Nicht, wenn es zu Eis wird. Wenn das Salz drin ist, kann es nicht zu Eis werden. Biergas Eis braucht mehr Platz, ja, fahr. Bleibt's dann gleich? Oder verholzt sie sich wie alle anderen Materialien, dass es dann weniger wird? Weniger Volumen kriegt. Solange es nicht gefriert. Nochmal. Solange es nicht gefriert. Kein Eis. Es dehnt sich leicht aus, weil es unter 4 Grad fällt. Eis dann später bei tieferer Temperatur. Ab wann gefriert ein Eis dann wieder? Wenn ein Salz drin ist. Kommt es auf den Salzgehalt an. Oder heißt es einfach, das ist die Sprache, die ich verstehe. If Wasser, flüssig, Gefrierpunkt 0. If Wasser, flüssig, plus und Salz in Wasser, Gefrierpunkt minus 10. Salzgehalt ist entscheidend. Okay, Lucky, das wollte ich wissen. Sehr schön. Das heißt, was ist, wenn man da eine ordentliche 50-50-Mischung macht? Hoher Salzgehalt, circa minus 20. Meerwasser, circa minus 2. Gut, 50-50-Mischung ist jetzt vielleicht, aber wenn man 10% Salz reinhaut, Wasser kann maximal 36% Salz haben. Das ist auch wieder Information. Ja? Hallo! Heute haben wir Physikunterricht beim Bierger, da schau ich. Auch Wasser mit Salz kann gefrieren, ja. Wenn es kalt genug wird. Aber mir geht es darum, eine Flasche Wasser, eine 1,5 Liter Flasche Wasser, 3/4 mit Wasser voll machen. Salz einschütten. In die Tiefkühle. In der Tiefkühle, wenn du ein halbwegs moderner Tiefkühler-Ding hast, habe ich, na gut, der ist auch schon wieder 10 Jahre alt, also wurscht, dann kann ich einstellen, minus 18 Grad. Das Grad nicht gefriert. So viel Salz soll drin sein. Oder das Grad gefriert. So halb schon, so Eismatsche ist halt dann oder so. Dann ist das minus 18 Grad kalt, diese Flaschen. Und die stellst dann am Ventilator hin. Habt ihr jetzt meinen Plan verstanden? Mir zu viel, dafür wäre ich nicht zahlt. Mr. Farr. Neues Format, Biergers Labor. Wasser gefriert dann erst ab 24 Grad. Nochmal wie bei der Feiernhaufen, dass ich das da einen Kontext habe dazu. Physikstream. Jetzt haben wir was. Ja. Wo ist mein Laborkittel? Harald Lesch 2.0. Mach's lieber mal nicht voll. Ja, ich meine, die Plastikflaschen, die zerreißt ja in der Regel nicht. Die bläht ja bloß auf wie Sau. Schau dir mal Tifoxid an, nutzen wir als Kälteträger. Was ist ein Tifoxid? Toto, auf die habe ich heute schon einmal gehört. Das war eine gute Entscheidung, das tue ich jetzt nochmal. Wie heißt, das habe ich noch nie gehört. Was ist der? Warte mal, das muss ich nochmal suchen.
Tifoxid. Tifoxid. Was ist diese? Das ist irgendeine Flüssigkeit. Let me have a look. What is this? Schreibt man das mit I oder mit Y? Typhoxid. Characteristics of Typhoxid. Konzentrat. Wieso ist das da vor mir auf Englisch? Toto? Muss ich wieder nach links? Und tiefer scrollen oder so? Aber ja, damit kannst du das Wasser kälter bekommen. Instruction unclear. Dick stuck in Eis. Typhoxid, 30 Liter, 360 €. Okay, ja gut. Das ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben, dann nehme ich doch lieber einen Salzstrahler und tu die ins billige Lidl-Wasser ein. Damit nichts passiert. Der Birger will's wissen. Birger will's wissen! Ist das Zeug in die Kugeldinger für Prellungen? Was ist ein Russenhalbe? Warum gibt jetzt mit, was ist ein Russenhalbe? Wen interessiert eine Scheiße, was ein Russenhalbe ist? Trockeneis. Nein, nix davon. Mit einfachsten Haushaltsmitteln. Wir hatten ein Trockeneis daheim. Oder ist das wieder irgendetwas, was ich nicht weiß, dass man einfach so Trockeneis machen kann und ich weiß halt nicht. Klaus, right! Schluss jetzt! Nur schneller! Was ist, wenn ein Baby mit den Füßen zuerst kommt? Dann hat seine Mom kurz als Hut auf. Den habe ich doch selber schon mal irgendwo in einem Video gebracht, oder? Den habe ich doch selber schon mal irgendwo. Also, ich kenne ihn ja schon. Ja, das hat sein Mann dann kurz als Hut auf. Denk mal drüber nach. Klaus, merci dir. Steht an meiner Speisekarte beim Heimatwirt in der Oberpfalz. Ja, dann sagst du ihm, leg mir Marsch da, nimm der Speisekarten, fick dich und gehst wieder. Fertig. Bitte lieber Kassimmel mit Ketchup mit Salz kälter als ohne. Oh Gott. Sprenge, du passt dich schon wirklich schnell deine Umgebung an. Bei gesättigter Salzwasser ist gefriert bei 21 Grad, Meerwasser bei ca. minus 2 Grad. Ja, okay. Aber was ist bei gesättigtem Salzwasser? Ja, also bei 36% Salz im Wasser. Mehrere kann es ja nicht aufnehmen, hat es geheißen vorher. Kühlmittel aus dem Auto ist fest bis minus 30 Grad und kostet quasi nix. Kühlmittel im Auto ist doch nicht fest? Also ich habe keine Ahnung von Autos, aber ich weiß, dass das Kühlmittel nicht fest ist. Kaltes, feuchtes Handtuch an den Ventilator hängen und ab die Post. Ja, und das vorher, ich möchte das gern, das müssen wir eigentlich, da müssen wir uns was bauen. Müssen wir ein Video machen. Ja? Birger will's wissen. How to Eis-Kiwi-Ventilator. Oder irgend so ein Scheiß. Ja, das ausprobieren. Ob man damit irgendwie den Raum oberkühlt kriegt. Das hat mich schon interessieren. Sollte man testen. Sollte man vielleicht auch mal einen Stream drüber machen. Bin mir nicht sicher. Vielleicht sollte man das einfach mal machen. How to Arschwasser. Ja. Vielleicht kann man sein Arsch, wenn man sein, was ist passiert eigentlich, wenn man sein Arschgrunzen mit Salz einreibt? Wird dann das auch keiner? Kann dann der Arsch auch minus 21 Grad kriegen, bevor er gefriert? Das ist meine Frage. Das ist Birgers Enthaarungsmethode, ja. Erst Salz ums Arschloch rundum schmieren und dann einen Karate-Handkantenschlag ein, so. Und dann, das ist die Beste, ja. Und dann vor allem immer in die Kamera dein gespreiztes Arschloch zeigen, das ist das Allerwichtigste. Und plus Gackerl natürlich, das ist ganz wichtig. Und dann schnell auf 10 Tage 13 Millionen Aufrufe abstauben und ich mich wundern so, tut mir leid, mein Video ist schon für weniger entmonetarisiert und gesperrt worden. Ah, weißt du was es ist. Nur wenn es den Arsch gut einsalzt. Ja, sicherlich. Zauber in den Arsch grunzt das eine. Ah, das machst du so. Dann das ist wie beim Panieren. Dann ins Salz und dann durch die Ritze, Alter. Durch die Ritze, Brudi. Oh, wir haben ein Verhältnis. Jetzt pass auf. Das sind 356 Gramm Salz auf 1 Liter Wasser. Der Dave Davis schreibt es auch gerade, 356 Gramm Kochsalz auf den Liter Wasser und du hast Sättigung. 356 Gramm. Wie viel haben denn das? Wie viel ist denn da? Wie viel ist denn in so einem typischen Backerl Kochsalz? Also Kochsalz. Speisesalz drin, in so einer Pappartikel, in so einer ganz typischen, die es nicht überall gibt, im Medika und im Kaufland und so weiter. Wie viel ist denn da drin? Damit ich gerade eine Vorstellung habe, wie das Volumen von 350 Gramm Salz ist.
ist da ein halbes Kilo drin. Das heißt, ein bisschen mehr wird helfen, das sollte man ausprobieren. Das Problem ist halt, der Gefrierprozess und der Runterkühlprozess dauert leider so lang, dass sich da kein Stream rentiert. Außer wir nehmen sonst nur irgendwelche lustigen physikalischen Experimente mit. Zum Beispiel Elektrotechnik mit Birger. Das hat mich auch schon lange interessieren. Extra für meine Warhammer-Figuren und so weiter. Und eigentlich auch für ein Video, mit dem ich schon angefangen habe vor 4 Monaten. Und für einen Stream. Habe ich mal so ein Lötzeug gekauft und ein paar so KB-Dinger und KB-Royal und LEDs und Widerstände und keine Ahnung. Um mich da mal damit zu befassen. Ich habe keine Ahnung von Elektrotechnik. Null! Also fucking nada! Ich weiß, Stromkreislauf, da, ich schalte ein, Lampe brennt nicht. Was hat der Widerstand für einen Sinn? Was macht der? Was tut der? Keine Ahnung. Muss der vor das Lamperl? Muss der nach dem Lamperl? Wie war der Stromkreislauf gleich wieder von Plus nach Minus oder Minus Plus? So ein Scheiß! So ein Scheiß gehört eigentlich gemacht. Währenddessen kühlt die Flaschen runter und dann stellen wir es da hier und schauen wir, was passiert. Da brauchen wir aber ein Thermometer. Das sollte mir Birgers Physikstunde, Alter. Das war eigentlich schon ganz geil. Wir Experimente vorbereiten und dann probieren wir das einfach aus. Rot ist schwarz und Plus ist Minus. Was? Wir sprengen den Monko. Oder sozusagen, ich habe da was vorbereitet. Ja! So ein Scheiß! Einfach more und Sachen ausprobieren. Legt bei Elektrotechnik im Stream kristallisieren sie die Pfusche aus. Ja, das glaube ich. Wenn wirklich bei euch klärende Elektriker sind und dann wahrscheinlich ein paar so Fachsimpeleien im Chat lesen und sie denken, wow, leck, Alter, bitte klang du daheim niemals eine Steckdose an, weil sonst hat es die halt komplett. Wohlweg, merci für den Zwickel! Als Formatname, Birger bringt bei. Das ist ein guter. Das ist tatsächlich Wohlweg, da hast du jetzt aber sauber rausgehört. Birger, oder vielleicht aber auch Birgers Busenbude wieder mal. BBB. In Klammern, Birger bringt bei. Nochmal in Klammern, war total gelungen, Birgers Bumsbude. So. Sendung mit dem Birger. Sendung mit dem Baus. Lektion 1. Schleifenimpedanzmessung mit der Besteckgabel. Was? Birgers brutale Physikstudie. Physik. Physik mit Birger. Sehr schön. Sehr schön. Oder stirbt er nicht. Oder Brützel oder nicht Brützel. Wir werden sehen. Ja, merci für deinen Zwickel. Salziges Rangeln mit Ketchup. Birgers Spezialität. Aber sauer, Alter. Habt ihr alle keine Ahnung. Ihr Vollidioten. Alle. Da, ja, genau, Kosmos, Elektro und Co., Elektrowissen leicht gemacht. Einsteigerexperimente zu Strom, Magnete, Elektromagnetismus, Ampelsteuern, Ventilator bauen, Experimentierkasten für Kinder ab 8 bis 12 Jahre. Ja! So ein Scheiß sollte man eigentlich mal, das war sogar wahrscheinlich noch sau interessant und man lernt wirklich was. Man lernt wahrscheinlich wirklich was. Was kosten? So ein Kosmos-Ding habe ich mal gehabt als Kind. Da hat man sogar ein Radio zusammenstecken können, mit Erklärungen, was da wie funktioniert und lauter so ein das war voll geil. Das war eigentlich ein richtig geiles Format, Alter. Jetzt warte mal. Kosmos. Bausatz. Ich drücke jetzt einfach mal, was kostet sowas? Was haben wir noch? Future Cell Truck, 20 €. Okay, das erinnert jetzt mehr an Lego. Das ist aber, doch, das ist Kosmos. Elektroalarm. Ein Roboterarm. Nämlich einfach so Grundlagen, Elektrotechnik, was es so gibt so. Easy Elektrostart. Kosmos, Easy Elektrostart, spannende Stromkreise mit Motor und Messgerät erforschen. Das war wahrscheinlich wirklich sau interessant, sag ich dir, wie es ist. Und spannend zu machen und ganz einfach. Also wirklich ganz einfach unten anfangen mit den absoluten Grundlagen. Wahrscheinlich lernt man sogar noch was. Es ist unterhalten für alle Beteiligten. Das meine ich jetzt zwei todernst. Und das interessiert mich jetzt, ob ihr das auch ernst meint. Achtung, jetzt muss ich schnell. Ich kann leider Gottes da kein. Das ist noch das Letzte, was mir abgeht. Wenn ich direkt da in dem nativen YouTube-Chat direkt im OBS eine Umfrage starten kann, dann war er wahrscheinlich sogar richtig gut. Das Winterloch ist gefüllt. Ja, das Winterloch existiert noch nicht. Aber das ist neben dem Nippelklötze-Stream ein richtig.
da habe ich richtig, das ist jetzt total bescheuert, aber da habe ich richtig Bock drauf. Es ist mir nur wichtig, halt, dass ihr da auch Bock drauf habt. Und ich gehe halt da, ich habe keine Ahnung davon. Ich sag das, was ist, ich habe von Elektrotechnik nada. Ich weiß natürlich, was ein Widerstand grob tut, aber wie er funktioniert und warum er überhaupt da sein muss und bla. Keine Ahnung. Keinen verfickten Dunst. Zum Beispiel Stromkreisläufe, Schaltkreise, so ein Mist halt. Also jetzt pass auf, jetzt gibt's die Umfrage. Fragerunde starten. Bock auf, wie nennt man das? Bürgers... Ihr wisst, was ich meine auf alle Fälle. Bock auf... ich nenne es jetzt einfach einmal Kosmos-Format. Ihr wisst, was ich meine damit. Was wir gerade geredet haben. Bock auf... Ja. Nein. Frag deine Community. Ganz wichtig. Nicht an Montagen und Mittwochen. Das sind die schönen Füller-Streams für Freitage und Samstage im Herbst und Winter. Und ruhig ehrlich sein. Nicht hypen lassen jetzt von mir, das kann auch absoluter Bullshit sein. Ja, sagen wir uns mal ehrlich, das kann auch totaler Scheißdreck sein. Sie einfach irgendwas ausdenken, was man ausprobiert und dann, wenn es hier halt geil, wenn nicht, dann nicht. Ist nur lustig, wenn du gespürst, was du für Fehler machst. Ja, man muss ja mal klar anfangen irgendwo. Ich brauche ja selber erst einmal ein Grundwissen. Ja, wir werden da nicht anfangen, da irgendwelche Sachen auszurechnen, wie wir einen Widerstand von Strom ausrechnen. Ich weiß bis heute noch einen Unterschied nicht zwischen Volt, Watt, Ampere, keine Ahnung. Was weiß ich, gibt Strom, wird schon passen. Steckdosen rein, Strom raus. Jackpot. Und U ist gleich R mal I. Ja, genau, Mr. Feiern, richtig. Pirat! Technisch kenne ich mich aus. Ja, da war ich übrigens an alle Backseat-Physiker. An alle Backseat-Physiker. Ich war extrem vorsichtig, was ich da so alles für eine Scheiße dann in den Chat einblabbert und wie man meint, wie gescheit das man ist, weil man halt wahrscheinlich wirklich gelernte und studierte Elektrotechniker, Elektriker und Elektrikermeister da haben im Chat und die wissen, von was das schmerzen. Und weil ich habe auch schon mehr Steckdosen austauscht. Ja, ich habe aber auch schon mehr so in die 2 Schlitz vom Toaster eingelangt. Weißt du, was das da hat? Blitzel! Ja, will it blitzel, Alter? Ja, it will. Trust me, it will. Der ist geflogen, der Toaster. Leck mir am Arsch ist der geflogen und ich hab auch. Eschpirat, merci für dein 10, Alter, das ist zu viel. Und welcome to the squad. Auch noch Dankeschön. Mr. Schleinhofer, kriegst du die Tröte, pass auf. Küsschen auf das Nüsschen. Hoppala. Herr Schleinhofer, bist schaust, stehst in der Uni als Prof und unterrichtest Rangologie. Herr Reichhardt, merci für den Euro 20. Noch mehr, Herr Schleinhofer, merci für den Zwickel. Soll ich's habe ich auch noch gelesen. Oh. Das sind oft die besten Sachen. Das sind oft die besten Sachen. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Natürlich denkt man mal drüber nach, was kannst du Neues machen, was kann Neues so lustig sein. Mit sowas, da kommen wir nur drauf, unerwartet, einfach aus dem Schmatzen, nach dem Stream. Auf einem, das hat durchaus Potenzial. Sag ich dir, wie es ist. Das könnte Potenzial haben. Ähnlich aufgebaut wie der Lego-Stream. Mit 2 Kameras und so. Eine von oben, eine von der Seite. Und man probiert dann Sachen aus. So kleine Kosmos-Bausätze, Elektrotechnik-Sachen, wie funktioniert der Elektromotor, bla 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 bla. So richtig 5. Klasse Physik. Und das Dumme ist halt, ich finde halt das, vielleicht oute ich mich jetzt als Behinderter, keine Ahnung, also oder vielleicht findet das eine oder andere nicht lächerlich. Ich kenne mich halt wirklich nicht damit aus, weil ich es in meinem Leben nie gebraucht habe. Ich konnte 1000 Zeilen Code in der Stunde schreiben, ja, aber wenn du mich fragst, wo der Strom aus der Steckdosen herkommt, dann sagt er, ja, der wird schon herkommen dann. Keine Ahnung. Alles, was ich weiß, ist, fuchtelt nicht mit der Gabel ein. So, ich fange wirklich ganz unten an. Einfach probieren und du outest dich als gelernter Mediengestalter. Ja. Ja.
der nächste Elektroboom. Und am Ende sind es dann doch Urzeitkrebs. Sehen, das sollten wir auch machen. Und jede Woche nachschauen, wie es gewachsen sind. Ja, okay, wir haben 157 Stimmen und 94% davon sagen ja. Das ist offensichtlich sehr, sehr, sehr eindeutig. Das muss gelingen. Ich werde darüber nachdenken. Jetzt nicht im Sommer natürlich, aber als Füller am Wochenende für Zusatzstreams, Special Streams, mir was ausdenken, wie man das machen kann. Dass das lustig war. Man, das mit den Lego-Dinger haben wir auch gekriegt, da hätte ich sowieso gerne eine andere Lösung für das Setup, dass ich das nicht jedes Mal abbauen und wieder aufbauen muss und nervt anders. Und vor allem danach geht aber nichts mehr. Ja, schauen wir mal. Ja, kriegen wir schon hin. Eventuell brauche ich dann noch, ich brauche noch einen Monitor. Den dritten, den nehme ich fast nie her, den müssen die eigentlich da umlegen und bla. Ja, mal schauen. Super, das war richtig witzig eigentlich. Ich darf es richtig feiern. Holy shit, hätte jetzt ich da Bock. Also halt jetzt sofort einfach. Ich muss mich mal wieder mit befassen, mit was so für Kosmos-Bausätze gibt. Vielleicht gibt es ja mittlerweile auch andere Marken. Ich kenne bloß Kosmos, habe ich damals als Kind gehabt. So ein Elektrobau, da hat man wirklich verschiedene Sachen zusammenstecken können auf so Platinen und mit Leitfaden, wie was funktioniert, und am Schluss hast du sogar ein Radio zusammenstecken können. Wie funktioniert, was tut so ein Kondensator eigentlich? Was tut so ein Pirate! Mr. Ash! Stop it now! Das ist einfach zu viel, Alter. If du magst, kannst du mich bei Fragen fragen, sollte das meiste noch können. Aha! Aha! Er ist Elektriker, aber was heißt dann, sollte das meiste noch können? Bist du in Rente oder was? Ash, Schluss jetzt mit den großen Beträgen. Bist du nicht ganz sauber oder was? Merci dir. Schluss. Bussi aufs Nussi. Dankeschön. Lego-Steiner kaufen und einen Motor selber bauen. Lehrzeit-Flashbacks. Ja, Leute in Landau kaufen jetzt alle Notstromaggregate. Ja, und dann schauen wir, wo das hinführt. Also wir fangen mal sprichwörtlich an mit 2 Drähte an einen Schalter löten und LED macht Leucht. Nächster Schritt. Zusammenlöten, LED blinkt. Nächster Schritt, keine Ahnung. Und aufhören, der mir irgendwann, wenn ich ein 1 cm dickes Kupferkabel in Steckdosen eintue und schau, ob ich den Flakscheinwerfer draußen auf dem Dach zum Leichten krieg und das Vollbier-Squad-Logo im Himmel oben leicht. So. Jetzt müssen wir aufhören, weil sonst eskaliert es komplett. Ich müsste mich, also so blöd wie es ist, ich müsste mich halt tatsächlich nur mit einer Google-IP auseinandersetzen. Und ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock, weil es jetzt 3/4 Live ist, aber gut. Gibt ein Maker-Kit löten lernen. Ich habe so ein kleines günstiges Löter-Kit, das habe ich mir gekauft, das funktioniert auch. Ich habe mich auch schon ein bisschen gespielt damit, aber einmal, wie ich es gekauft habe und dann nie wieder. Ich wollte eigentlich wir haben ja so einen Dreadnought in dieser Black Templar Box, Warhammer Box, wo ich da letztes Jahr gekauft habe, wo wir auch eine Figur gemacht haben, wo wir auch schon Streams gemacht haben, wo es ein Video dazu gibt und. Und da wollte ich gern rote, blaue LEDs innen verbauen. Dazu habe ich mir ein ganz günstiges Lötsetzer-Ding. Was kostet das? Das Ding kostet 10 €, da ist alles dabei. Da ist alles dabei mit Lötdraht, mit was du halt alles so brauchst, Lötfett, verschiedene Spitzen, der ganze Mist und was weiß ich. Und so ein Mini-Elektro-Set halt mit verschiedenfarbigen Kabeln, ganz dünne LEDs, ein paar Widerstände, alles was man halt so braucht. Und hab mich kurz damit... Schleinkoffer! Na, Mr. Piraten-Sepp. Groß beginnt nicht unter 50. Okay, dann muss ich das habe ich vielleicht schon lange nicht mehr tun müssen. Dass ich diese Ansage zweimal an einem Tag geben muss. Ich weiß nicht, was heute ist. Ich weiß nicht, was da los ist. Mr. Ashby, dennoch, ich hoffe, Phase 1. Ich lese deinen Namen zum ersten Mal in Verbindung mit so viel Geld. Es ist jetzt nicht so, als wäre es noch nie vorgekommen. Es ist so sprichwörtlich vor einer Stunde vorgekommen, aber es ist egal. Es ist einfach zu viel für das, was ich hier tue. Das ist völlig utopisch. Völlig utopisch. Please. Ich hab's auch schon ein paar Mal gesagt, von mir aus macht's 10 mal 10 € draus. Weil dann kapieren's die Leute nicht. Alles, was jetzt die Leute sagen, ist, boah, lecker, die gesagt, oh, den 100er gekriegt. Wie viel das sie da von YouTube einsteckt und die ganze Garde, das sehen die Leute natürlich nicht. Dennoch,
Das ist noch das nächste. Alex schreibt. Und dann auch noch YouTube Superchat. Es ist nicht so tragisch, das kommen sie aufs Gleiche aussehen. Bei so großen Beträgen kommen sie sich nicht ganz aufs Gleiche aussehen. Da ist natürlich immer ein bisschen von Nachteil, wenn man YouTube Superchat benutzt, aber egal. Ist egal, es kommen sie fast aufs Gleiche aussehen. Was mir am Schluss übrig bleibt. Ob sie den Teil jetzt PayPal. Hört jetzt auf! Ohne Scheiß, jetzt schalten wir aus. So, Schluss. Schluss! Lünzepp! Aber weil es ein geiler Stream heute wieder war, Triple F. Leute, Schluss jetzt. Dankeschön. Ja, natürlich. Von ganzem Herzen Dankeschön. Auch an den Ash-Pirat. Und welcome to the Squad übrigens. Kriegst du eine Privattröte. Den kriegen aber alle anderen auch. Dankeschön. Schluss jetzt, Alter. Schluss, verfickte Scheiße. Es ist einfach zu krass, Leute. Das ist einfach zu krass und ab irgendeinem gewissen Level wird es einmal unangenehm. Schluss. Von mir aus machst du 10 mal 10 Euro und gespannt keiner. Und wenn du das ganz krass machen möchtest, dann nimmst du den Donation-Link da unten, weil so schiebst du einen gewissen Teil YouTube in den Arsch und ich glaube nicht, dass du das möchtest. Aber das hört sich jetzt wieder so, hey, der mit der Nummer gekriegt, der knicke die Drecksack. Aber was soll ich sagen? Ich möchte jetzt auch wissen. Sag ich dir, was es ist. Ob ich das jetzt YouTube gebe oder demjenigen, dem ich es gerne geben darf. Dankeschön! Von ganzem Herzen innen drin. Bussi auf die Bandscheibe. Die zweite linke. Von rechts. Und jetzt seid? Was der Ash-Pirat hat seinen Witz kaputt gemacht. Ja, das stimmt noch. Biergeil, Leute, 2 Drähte zusammen, ganz Landau ist dunkel. Kein Licht. Nicht. Warum? Warum? So, Schluss jetzt. Ich weiß, dass YouTube 50 nimmt, hat mit genug Streamern zu tun. Nein, YouTube nimmt keine 50. Das ist so nicht richtig. Dann lügen dich die anderen YouTuber an. Es ist nicht viel mehr, aber sie nehmen sich nicht 50%. Das ist nicht wahr. Außerdem, über die Einnahmen über YouTube, zahlen die Leute einen gewissen Anteil von Steuern bereits in den USA, der einfach abgeführt wird schon über YouTube, den du oder der Streamer dann bei uns nicht mehr bezahlen musst. Du zahlst schon immer noch Steuern, Einkommensteuern, aber ein gewisser Teil davon fällt weg. Und darum bleibt sie sich ungefähr gleich, ob du jetzt per PayPal eine Donation machst oder per YouTube Superchat. Je höher der Betrag ist, desto besser ist für den Streamer, wenn du den Link in der Beschreibung benutzt. Das geht nochmal, wenn man das jetzt irgendein Arschloch falsch auslegt mit, aha, weil er einen Krong nicht voll kriegt. Nein, ich möchte es einfach nur sagen, wie es halt ist. Was weiß ich, was euch die anderen erzählen. Keine Ahnung. Dann Mr. Ash Pirate, PayPal habe ich halt nicht. Ist um Gottes Willen. Niemand braucht sich da jetzt rechtfertigen, dass er kein PayPal nicht hat. Es ist auch nicht unfassbar tragisch. Es ist kein großer Unterschied. Den merkst natürlich, man merkt, was ist denn der Unterschied? 5 Euro? 3 Euro? Keine Ahnung. Und, dass ich theoretisch über PayPal hat der Streamer das Geld sofort zur Verfügung und nicht erst, wenn YouTube auszahlt. Es ist vielleicht für manche auch noch einigermaßen relevant. Manche Streamer relevant. Mir ist das einfach scheißegal. Okay? So. Ich bedanke mich von ganzem Herzen, Mr. Ash Pirate, und auch an alle anderen. Es ist übrigens scheißegal, ob da irgendjemand gar nicht spendet oder ein Euro oder ein 20er oder ein 100er oder ein 1000er, haben wir auch schon gehabt. Tu dich nicht hinunter. Es ist völlig egal. Ich werde nie jemanden anders behandeln wie so. Jeder Einzelne da hierin hat dazu beigetragen, dass der Kanal so groß geworden ist über die letzten 6 Jahre, wie er nun ist. Twitch macht jetzt da gerade ein bisschen eine Grätsche hinein, aber mein Gott, dann ist das so, interessiert mich ein Scheißdreck. Ja, endlich auch, welcome to the Squad, merci wieder Mitglied. So. Bussi aufs Nussi. Ja, endlich auch, welcome to the Squad, ab in den Chat, da habe ich die Meinung. Herr Nöllner, merci für den Resub. Schluss jetzt mit der Antonetterei. Herr Steinkofer nochmal. Der Ash Pirate hat meinen Witz kaputt gemacht. Ich hab's schon gelesen. Ganze Land auf Hinterwallum. Das heißt nur mehr große Beträge über PayPal. Im Grunde heißt es immer alle Beträge über PayPal. Immer. Da wird es am Streamer immer einen gefallen, anstatt über den Superchat. Es ist nicht viel, aber es ist ein bisschen mehr, was dann übrig bleibt über PayPal. Okay? Merkt es euch einfach so und fertig. Geht aber auch kein weit nicht unter, wenn es der Superchat ist. Ja? Da stirbt keiner. Bloß weil er 3,5% weniger kriegt. Ja, endlich! Was schreibt er? Er ist seit 4 Monaten dabei. Was? Bei mir steht neues Mitglied.
Endlich hat er jetzt einfach gestanden, has become a member. Das heißt, du bist ein neues Mitglied geworden. Ja, seid's! Merci wieder 5. Servus, Langschau-Stiller Zuschauer, Grüße aus dem Unterallgäu. Und das ist noch das Nächste. An alle stillen Zuschauer, niemand muss jetzt so einer donaten. Lasst ein Like da, ist 100-mal mehr wert. Schreibt's vielleicht einmal einen Kommentar ins VOD oder unter Videos. Helft am Kanal unfassbar viel weiter. Und das ist wichtiger denn je. Denn wir haben kein Twitch mehr. Da geht ein kleiner Teil der Community geht verloren, wenn er nicht schon weg ist. It is what it is. Und ja, dafür gewinnen wir vielleicht andere. Donations noch besser durch den Briefschlitz, richtig, per Brieftaube, per Bargeldspende, per Faltpapier. Einfach Richtung Landau schmeißen, der kommt dann schon. So, Leute, jetzt gehen wir ins Bett. Die Bürgerin rasiert mir schon wieder, das ist 5 nach 5 vor 11, Alter. Was haben wir jetzt seit einer Stunde lang gelabert? Ich weiß nicht. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like nicht vergessen. Vielen Dank für die ganzen Donations. Es ist halt wieder mal leicht aus dem Ruder gelaufen. Ich weiß nicht, was das soll. Küsschen aufs Nüsschen. Herzlich willkommen an alle neuen Mitglieder und still welcome an alle alten Mitglieder. Press Triple F für die Moderatoren. Und jetzt verpisst euch ins Bett. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Mittwoch um 20 Uhr mit einer weiteren, aber letzten Runde Aliens. Und jetzt würde ich sagen, schleichen wir uns davon. Gute Nacht. Vielen Dank fürs Zugucken. Habe! Und jetzt schaut's, dass du lang gewinnst. Hashtag Strapse nicht vergessen. Wichtig. Tschüss dann. Ach, ich bin so nicht gewohnt, dass man dann nicht mehr einfach auf Beenden drücken kann, sondern dann muss ich 28 Knöpfe drücken, damit das aufhört. Wird jetzt das halt noch was oder nicht?